Voilà, erscheinen gute Numette schläft Kollegen a Kollegen ha rund Dch Locht Leiit dobausen, die alslächt live op Park TV no gucken oder später dann op YouTube die Herren am Publikum, die heisen fir als Sitzung hat ze begleden. An der French mich trop, dats ma no der Summervakanz, wo dann noch kann sech gefréet und der Schulre mo geht mir als da noch freeen, dats ma endlich als Heëm gesinn an können fir d Gemeng schaffen. Ich ging dann aufhängen, ma Maler, wie man dann immer machen, an ech bëssen zëlle wat no der letzter Sitzung der lass war. Freitags den 11. Juli hat d'Eltervereinigung zu Summe mam Leierpersonal d'Schulfest Campus zu Minzbech organisiert. Hei konnten Kanner bei viele Flottenaktivitäten mat ihren Eltern den Aufschluss zum Schuljahr an dann natürlich auch den Ufang vun der Summervakanz feiern. Derselbeschen Tag hat den Club der Jeunes hier Sangria Party organisiert, auch hei hat den Junker am Manner Junker, de weh an Boot han het Gemeng fand fir du zu summen Sangria Part zu trinken. Samstags den 12. Juli war eng weiter Edition vom Schëtter März, wo en anderem de Fairtrade-Gruppe dann noch eng Degustation vu Fairtrade-Produktien organisiert huet an ganz nei och eng Ausfüll vu Fairtrade-Kosmetikprodukten geht jo drum bëssen och zu weise wartet alles am Fairtrade-Bereich gëtt. Niewe beigo wird och eng Animationun fir Kanner am Schëttertreff. Während dem Weekend huet och samstes a Sondes en Tournoi fir Islandperd bestenhaft zu Straße stattfand. Hei waren national wie international Konkurrentinnen a Konkurrenten Start. De Patronage vun diesem Tournoi gouf vun der Gemeng Schëtter iwwerholl. Sondes den 20. Juli hat es Cercle Avicole an ihrer Zudanlage eng Portowert mat uschließendem Grillfest organisiert. D'Wirder hat sech och bald de ganze Mëtten no Mëtte gehalen. De Weekend vom 25. op den 27. huet dann Minzbech und Feier geheescht. Hei goufen de ganze Weekend iwwer Animationen a Festivitäten ugeboden an dat am Kader vom 125. Anniversär vun der Amikal vun de Pomche Minzbeschëtter. Programm stung ënner der Ball am Centre kulturell, e Kuppelkap mat de Kippen aus der Großregion, eng Ausstellung vun historische Gefierer a Pomchesmaterial sowie eng Ersatzdemonstrationun vum Zissen der Ranwen Schëtter. Och kon en de Weekend eich 12 Material a Feierlächer kafen oder sei Feierlächer prewelossen. Da war sondes den 3. August Haft zu Schëtter eng Mailers. Hei gouf nämlich am Kader vom 20. Joar a Schmatten e Grossummerfest gefeiert. Mat dem Programm stung e Konzerapero vun der Schëtter Strüpp sowie viel Animationune fir grosser Kleng. Vom Civicol am Numm vun de Lützeburg Mengen, die an der internationaler Vereinigung Mayors for Peace Member sinn, gouf 80 Joer um Atomographer Hiroshima und Nagasaki den 6. August während enger Kommemorationsfeier zu Volz und Daffer vun diesem schlimmen Bombardement geduert. Volz war jo die echt Gemeng, die der Vereinigung Mayors for Peace beigetrun ass. A wie der Präsident vom Civicol sengeriert gesot huet, Schëtter dann bislo die lächte Gemeng, die Hai beigetruden ass. Sondes den 17. August war dann die 12. Edition vun der Randonnée Jeng Majerus. Hei waren es viel Wëllo begeert Sportler a Supporter zu Minzbech, fir bei diesem Event organisiert vum Wëllosklub Hirondelle dabei ze sinn. De Weekend vom 23. August gonget du weiter mat der 50. Edition vun der Schëtter Musik im Quetschefest. An diesem Kader gouf den 23. August gemeinsam am Gemengerot an de Memberen aus den Verein e Gewätschebaum an der Rue an Ruf zu Minzbech geplant. Donno gouf die ganz Vorriwer viel Quetschkraut gekacht a Verkauf. Samstags den 13. September war op der Kircheplatz de Schëtter März, a sondes der 14. September hat die P-Sektion vu Schëtter hier Campusfest am Centre kulturell zu Minzbech organisiert. Iwer die 2D huet den FC Minzbech de Comes Cup Fußballsterrain organisiert. Der 15. September war mat der Schulrentrée dann den nächste Schuldag op bei dem Schulcampus an noch Musikschule hat offiziell Rentrée fir dat neue Schuljahr. Von dieser Platz all den Enseignern an den Edukateuren an Trissen e grosse Merci fir die tadellos Organisation. Wir wissen, der nächste Schuldag ass immer ganz spannend fir als Kanner an natürlich auch fir d'Eltern. Alles ass awer perfekt iwwer Bühnen gegangen, ech jedenfalls neich vun engem unerwarten Tischfall. Auch Poli vom Kommissariat e grosse Merci fir Präsenz an noch den Automobilisten fir het verstest du mech. Dat alle als Kanner all der sech an Schul kommen an noch ne Seem kommen, schmengen dat Leiit aus allem Herz. Dëncht des 16. September gouf an offiziell Flexstation op der Kirchplatz aweit. Wie Di vum Mod Jo wëst, fährte men nach Mol mich spéit an der Sitzung op dese Punkt zurückkommen. Den 20. September huet de Club La Pétanque am Boulodrom zu Minzbech un Tournoi organisiert fir d'Saison aufzuschließen. A gleichzeitig hat auch der Badmintonklub ein Portowert an der Sportsaal.
an der Grenopisch gemeint in den Rennen war dann noch eine Etappe vom Skoda Tour de Luxembourg und zwar contre la montre. Der letzte Sonden wurde dann der Roseraie um Minz Schloss fest La Rose en Fête geheescht. Neben den vielen Ständen, wo do waren, goufen do ein Party kulinarisch Klassiker ugeboten. Trotz dem rheinische Wetter huet fest sein Uklang von der neben engem französische Künstler, den Park seine Skulpturen ausgestaltet huet, waren auch 2 Rosekiniken an eng Eierendam do. Nicht mich spät wie gestern war dann Sportlereierung am Centre Kulturell zu Minzbech, wo rund 80 Sportlerinnen, Sportler an eure Kippe für ihre gute Leistungen ausgezeichnet kaufen. Eine große Merci als Sportskommission, die das Event organisiert hat. Auf dieser Platz wünsche ich mir noch eine gute Besserung dem Präsident Patrick Weyrich, den sich gestern mit krankheitshalber entschuldigen. Was steht die nächste Woche im Programm? Der Samstag ist das größte Freundschaftsfest, wo die 35-jährige Partnerschaft zwischen der Gemeinde Schötter und Siegelsbach gefeiert wird. Los geht es um 17 Uhr an der aller Sportsaal im Campus zu Minzbech. Musikalisch enkadriert geht das Ganze von der Schötter Musik, vom Schötter Gesang, so wie auch dem Gesangverein Eintracht 1906 von Siegelsbach. Nach der Zelebration von unserem Jumelage steht ein Auftritt von der Coverband 24th Frame im Programm. Die dafür Stimmung sorgen, wenn die Leute zusammen bleiben, sich austauschen und Partnerschaft leben. Sonntag invitiert Paar Irwischte Siddal Saint-Esprit auf ihre Rallye für groß und klein. Nun wird Gottesdienst zu Höchstadt an der Kirche, also der gemeinsame Dienst an dem 13er starte 5 Kilometer lange Rallye durchdurf. Meint den 29. September geht der Präsenz vom Innenminister, dem Herrn Leon Gloden, dem Jean Kaufmann für sein politisches Engagement sowie auch seine politische Pension geehrt. Der Rendezvous heute aus um 16 Uhr am Centre Kulturell. Samstag, der 4. Oktober, von um 4:09 morgens bis 4:06 am Nachmittag eng Babysitter-Formation an der Galerie am Campus zu Minzbech statt. Die Formation wird auf Lützeburg gehalten, kostet 25 €. Hier kann all Mensch, der mehr wie 15 Jahre hat, sich ummelden. Die QR-Code fand ihr Site von der Gemeinde unter der Rubrik Agenda. Sonntag, der 5. Oktober, von 9 Uhr bis 13 Uhr am Centre Kulturell ein Second-Hand-Markt für den Verkauf von Kannersachen statt. Es kann sich noch bis den 1. Oktober beim Organisateur die gering melden, für gratis einen Tisch zu reservieren. Entweder mit einer Mail auf schütter@gring.lu oder auf der Nummer 620 615 868. Eine Woche später ist der Samstag ab 9 Uhr der Schütter Markt auf der Kircheplatz an Oves um halber Erde organisiert als lokale Fußballverein. Den FC Minzbech die 3. Edition von ihrem Quizabend am Centre Kulturell. Ummelden kann sich bis den 7. Oktober auf der E-Mail-Adresse fc1946 oder @pt.lu. Aufgeschlossen wird diese Weekend mit dem National Junior Tournament, der von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr am Nachmittag an der Sporthalle stattfinden wird, auf dem Badminton-Club Schötter organisiert wird. Donnerstag ist der 14. Oktober, am Kader vom Pakt vom Zusammenleben, organisieren wir dann ein Biergeratelier. Oves ab 19 Uhr am Centre Kulturell zu Minzbech. Als Gemeinde ist mit 94 verschiedenen Nationalitäten so divers wie noch nie verdrehen. Das Diversität ist eine Chance, mir auch eine Herausforderung. Dafür rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger dazu ab, uns zu helfen, gemeinsam die Integration zu stärken und Zusammenleben zu verbessern. Wir werden auf diesem Abend unter anderem auf folgende Themen angehen. Wie kann die Integration der Stützbauer Sprache vereinfacht gehen? Was kann der Benevolat bewirken? Wie können Bürger besser informiert gehen? Wie können als Lokalvereine zur Integration beitragen? Kommt von der Schrift bis Lernst, teilt der Idee immer da ist an Erfahrungen. Freitag, der 17. Oktober, lebt am Centre Kulturell zu Minzbech um 7:30 der macht Thomas sein Film Operation Pauli. Operation Pauli, also Film über den dramatischen Flucht von 4 Häftlingen, darunter 2 Lützebäuer, als einem Nebenlehrer vom KZ Buchenwald. Dieser Film ist keine Fiktion, mehr der Realität. Auf Basis von vielen Dokumenten aus und von Zeitzeugen, Bild- und Archivmaterial aus dem KZ Buchenwald und aus dem Nebenlager Arolsen soll dieser Film genau das Bild spiegeln, was damals passiert ist, und wie die 4 Prisonnier gelungen ist, an einem regelrechten Himmelfahrtskommando den Nazien zu entwischen. Der Entrée für diesen Film ist frei. Samstag, den 19. Oktober, feiern wir dann den nationalen Kommemorationstag für die Resistenz vom Lützeburger Volk während der Besatzungszeit von 1940 bis 1945 zu gedenken. Hier präsentierte Marc Trossen sein altes Buch Grauzonen, einem Ableg an die Resistenz während dem Zweiten Weltkrieg. Das Buch wird von der Gemeinde Schötter editiert, reiht sich an einen Suite von zeithistorischen Dokumenten, wo mit letztes Jahr am ARD-Lehrer zu Straße angefangen haben. Wir sehen mit den rezenten Entwicklungen in der Welt und nicht zuletzt auch immer in dem Krieg an der Ukraine, wie wichtig das
Also an die schreckliche Zeit vom Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Donno steht dann im Programm, das kennt ihr, 6:30, Gedenkmaßsäure von denen, die ihr Leben für als Freiheit geopfert haben. Gegen 4:07 ist dann die offizielle Ausspruch an den Schloss mit Berthe Schafferoth Blumen Monument von den Gefallenen Niederlehen. Wir flott von der Gemengerot Wichtigkeit von dieser Gedenkfeier mit seiner Präsenz auf vier streichen. Am Voraus auch der Vereiner schon eine große Merci, die Hölle von des Feier so feierlich zu machen. Wir gingen als Schafferoth früher, waren als Mattbürgerinnen und Mattbürger auch unter dieser Feierlichkeit die Giffen Deelhöllen auf diesen Tag Pfändeln aushängen gegeben. Sonders den 19. Oktober organisiert die Kulturkommission ein kulturelle Visit von der Cité des Sciences auf dem Heichurven zu Eschbelwald. Es kann sich noch bis den 6. Oktober per Mail auf kultur.schütranche@gmail.com oder per Telefon alltag zwischen 14 und 16 Uhr auf der Nummer 621 161 639 ummelden. Dann der Paras um Feierlobeng auf der Kircheplatz hat zu Schötter an der Retour gegen 17 Uhr. Das Visit ist für alle Bürger gratis. Da fand am 13. und 20. Oktober 6:30 eine Konferenz mit Robert Leven am Centre Culturel zu Sandweiler statt. Das Konferenz steht unter dem Thema Klimawandel und Fake News. Gibt Verschwörungstheoretiker keine Chance, allein wie du dich vor Desinformation schützen kannst. Er kann sich also selber seine Meinung bilden und kriegt viel Informationen zu dem Thema. Samstag, den 25. Oktober, organisiert die Delta-Vereinigung von Schötter eine Halloween-Party am Centre Culturel zu Minzburg. Er kriegt Kanner von 14 Uhr bis 18 Uhr viel Animation und noch ein Kanner-Disco angeboten. Der Entrée-Programm ist 5 € gratis für die Erwachsenen. Sonntag, den 26. Oktober, ist dann der Luxemburg Allergy Network, die ein Halloween-Ball für Kanner mit Allergien organisieren. Donnerstag, den 21. Oktober, findet um 6:30 ein Forum für Schutz und Prävention am Centre Culturel zu Minzburg statt. Police Lützeburg und der SPL Golden Me werden hier wichtig Ratschläge geben, wie sich als Familie noch besser schützen kann. Hier werden sie hauptsächlich auf das 4 Punkte angehen. Wie kann ich sich für andere schützen? Was soll ich machen, wenn du heim angebracht gouf? Wie kann ich für Online-Attacken an Nacke schützen? Wie ein Urlaubsstelle gehört, wenn ein Betrug gefallen ist. Ich meine, das sind ganz aktuelle Themen. Ich meine, wir wissen, dass wir viel so Fälle haben, wo an Häuser oder man zumindest probiert, genannt zu brechen. Dann wäre dafür ganz witzig und nützlich, dann noch sich da informieren zu gehen. Dann habe ich noch ein paar weitere Informationen auf Verschiedenes. Da wird als gefragt gehen, dass bei einem Zirkulär kommt, den 16. Januar, über den 4. Plan de Gestion von Wasser. Das wird gefragt, am Kader von der Direktivkader die du überschafft für Observationen zu machen an die bis 14. August angeregt gehen am Juni ist am Fond, weil man die Kompetenz auch ausgelagert und das ist und hier Dokument aligniert und hat man den Brief unterstützt. Dann haben wir viele Reklamationen gehabt Weißebirch, dass du eben gefahr hast von Echt, die du aufhalen. Wir waren hatten du Kontakt mit am Firsch, da waren noch auf Platz gucken, der Firsch war so in Kontakt, man hat noch einen Brief gemacht und die betroffenen Proprietären, ich meine, das sind Privatbücher, und du musst den Proprietären noch ihre BM gucken, und du hast den Kontakt auch gewirrscht, du sind noch die mehr Stacker, für du eine Lesung zu fahren, weil das kann ich noch zum DDR, kann ich nicht selber machen, du musst schon professioneller mit dem richtigen Scheroplatz kommen für das zu machen. Du hast den Firsch auch drin. Wir haben aber mal entretemps da noch Schilder abgestaltet, dass du eben eine Gefahr hast, dass du echt draufhalten, dass auch weil es Bücher sind, da keine Eschen, weil ich Bücher, wie in so schön sieht, die Melle nicht, du kannst spontan einfach ein Esch draufhalten, ohne Komödie, ohne Krakeln und nichts, dann dafür ist das schon ein bisschen gefährlich. Und dann hoffen wir, dass die Situation an den nächsten Wochen dann geklärt ist. Ab der nächsten Woche fängt dann die Eichkurre von der Gemeinde, sowohl bei der Lützeburg-Kurre wie auch bei den verschiedenen Sportkuren, sind auf Plätze frei. Alle Informationen findet ihr bei dem Site unter der Rubrik Enseignement. Dann eine Information aus dem Komitee d'école, Madame Anrup, Artikel 1 hat hier die Mission da, gehen als Member vom Schulkomitee ab den 15. September. Darauf sind wir bei einer Pläne vom Schulpersonal mit der Majorität von den Stimmen dezidiert, für die Unzahl von den Membern am Schulkomitee ab dem 15. September auf 5 Personen zu fixieren. Somit setzt sich ein aktuelles Komitee aus folgenden Leuten zusammen: Madame Laura Cortolessis, Madame Sophie Sunnen, Madame Nathalie Hellers, Madame Carol Wouters und Madame Joël Max.
Dann ass de neue Gemengeburt am Druck kënnt nächsten Deeg raus an dat och mat engem anderen Design. Wir hatten mat 3 Agenzen Pitch ausschaffe gelos an op Basis zu verschiedene Kriterien de fir als bechten rausgesicht. Wir schaffen dann lo mat der Firma Maru zu summen. Aber Frener ist, dass ihr diese neue Boot an den nächsten Tag entdecken könnt. Den Design ist nicht nur mehr modern, aber auch mehr strukturiert, für dann die Informationen noch besser rümpfen. Und wir sind gespannt, ob Retouren. Dann noch kleine Informationen zum Heichwasser, wo wir ja schon betroffen haben, und heute hat ja viel geredet. Und ich meine, es kann in den Heichwasser den Pegelstand von der See auf unserem Internetseite verfolgen. Und dat war auch gleich en gros Hölle ich mein, do wo Wasser zu Straße stung do konnt ausser Pompien gucken, dass kein Maps geschieht an du no wenn das Wasser auflebt konnte net ganz viel machen me du man leizig gemeldet gesot lo steht Wasser aber nur bei der Stroß lebt schon iwwer an du konnte man am Hand vom Pegelstand aber dun rassurieren den am Gange war aufzugoen dass du de Wasserstand mir heichgift gehen an das dann noch so kom an die Situation hummer Orlo gerade am Moment wann der Kucke geht aus am Moment sie am Gange liegt zu fahren. Ich hoffe dann, dass das durchgeht und als genug Sput geht, wann Lore fängt mal Tränen, für dass wir dann keine Überschwemmung kriegen. Voilà, da gebe ich noch weitergehen und Conny fährt als Neuigkeiten zum Repertoire geht. Merci, von mir dann noch einen schönen guten Abend. Ma Servio hat desideiert die Tarife für die ersten Operator oder Repassuru anzupassen, an das ab dem 1. Januar 2026. So gäf Diesen von 12,94 € auf 13,96 € abgehen, und die Liefere geht von 5,82 € auf 6,42 € an die Lut. Das ist bedingt durch die Erhöhung von den Alimentationspreisen an die Personalkosten bei Servio. Wir geben als Klient dann noch mit der nächsten Rechnung hierüber informieren. Voilà, das zu den Informationen. Dann zu unserem Ordre du jour. Den Jules huet de Jules gezun an fängt haut am Wort Pol du was an der Zeit, dats ein Jundier men du was an die nächste Runde Jules. Ja Chance net zu dachste vu méi Haut Prioritéit gin. Dann well ich nach entschëllechen den Andy Kaiser, den den nowen beruflich verhënnert ass, an den defir eng Progressioun fir de Wort gin huet und de Serge Eicher. Dann hummer en Punkt, den man gingen gern op no du jour dabei setzen. Da geht es d'Approbation temporär vun engem Verkehrsreglement an dat wär an de Punkt 9.3 gif man darüber aufstimmen. Zauber Jules. Ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Jerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Progression vom Andy, ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Anna Conny. Ja. Merci. Voilà, und da kommen wir zu unserem ersten Punkt vom Ordre du jour, eine Affaire politique. Und da also l'attribution du titre de bourgmestre honoraire de la commune de Jutranche à Monsieur Jean-Pierre Kaufmann. Und da hat DP als eine Brevera geschickt, dafür gebe ich ein Wort und das Herrsch gehen. Merci. Guten Abend dann noch von mir. Voilà, ich meine, wir wissen, der Jean-Pierre Kaufmann hat am letzten Gemeinderat vom Juni seine Demission gehen und wir waren also auch direkt am Chefrat und noch mit als Koalitionspartner eins, dass ich meine, dem Jean, die Eier vom Ehrenbürgermeister Zödel gestohlen, aber wir haben dann kurz formalisiert als DP für die Datei auf den Ordre du jour zu bringen, zusammen am Chefrat. Sie meinen, dass wir nicht meinen, dass den Jean seine Berichte für das Gemeinde du sind an unbezweifelt sind an dafür gibt mir der proposieren ihm den Titel von eurer möchte zu gehen an hin dann auch dementsprechende Mäden ob der Feierlichkeit du zu ehren. Ja, merci Serge. Ja, ich meine, wie die Serge schon gesagt hat, wir hatten also ein Reglement gehen, nicht wegen Konditionen den Titel da können zugesprochen gehen. Ich meine, der Jean erfüllt auch die Konditionen von dem Reglement. Und ich meine, genau den Noven oder bald sind Merite ran, das wird man am Ende an dem gebührenden Kader machen. Haut das eben froh in der Gemeinderat für dann eben den Titel vom Bourgmestre honoraire und den Jean Kaufmann zu sprechen. Ich meine, die wisst, wir hatten doch schon gesagt, nur 43 Jahre, 6 Monate, 26 Stich waren am Gemeinderat. Davon waren 16 Jahre und 8 Monate Conseiller, 16 Jahre, 6 Monate ich war.
an 10 Jahre Feierment Bürgermeister an all die anderen Merite wie gesagt hören wir dann Mensch gehen dazu frohen Serge von Schrift. Ma guten Abend all Guten, weil ich mein, von den iwwer den Jam Kaufmann schwätzt, dann dat fir Reis och ganz normal als Schutterbierger fir sinn ganz erbecht iwwer Zioen ze eieren an dat wirklich eng Flotzer fir hi mocht den Titel vum Eier Bürgermeister zuzustellen, zuzugestoen a fir Reisers dat flott an mir wënschen him op jeden Fall eng Schein an eng lang Zweetpensionioun an der Politik. Die Anna huet Jo schon Zentropol meint. Dat war vun de Schotterbierger. Merci. Merci. Ja auch so, Jean-Marie. Ja, ich wollte noch genug, ich muss noch wieder suchen zum Ramp singen Ehrentitel. Ja, nur über 4 Jahrzehnte ununterbrochen der Lokalpolitik, du von über 1000 am Chefrat, mehr wie 500 Gemeinderatssitzungen, geht die Champions in wohlverdienten Politikerpension. So viele Jahre an der Gemeindepolitik engagiert zu sehen, als hat sie das nicht mehr evident. Weil die Rezent viel die Mission als den Gemengen der Chefrat aus Land beweisen. Muss ich schon viel Ausdauer, Ehrgeiz und Geduld tun, für so ein Engagement umzugehen. Es war sicherlich nicht immer einfach, in all den Jahren, dass mal gestritten ging, wo mehr und Männer diskutiert, mal gelacht ging, mal wäre taktisch. Eine Abstimmung für hier nicht mehr, will gehen von den Bürgern aus der Gemeinde am Vordergrund. Der LSAP-Vertreter hat nicht mehr ein gutes Verhältnis mit dem Jamp und konnte all die Jahre gut und konstruktiv zusammen geschafft gehen. Der Jamp hat immens viel geleistet in der Gemeinde, nicht nur als Lokalpolitiker, mehr als Vereinsmensch. Immer engagiert, immer disponibel, 24 Stunden, immer nur bei den Bürgern, egal ob jung oder alt, immer kollegial und jovial. Wir als LSAP-Sektion unterstützen natürlich die Initiative im Jamp Kaufmann, den verdienten Titel als Ehrenbürgermeister zu gehen. Und wir wünschen dem Jamp dann auch, dass sie mehr Freizeit nach lang kann genießen, seine Hobbyen weiter kann gehen und dass sie bei den Vereinen und den Kommissionen noch weiterhin lang aktiv bleibt. Merci. Merci. Ja, Nora. Wir können natürlich als die Grünen dazu zustimmen. Ich bin noch ganz froh, dass der Jam den Titel dann eben noch kriegt. Und das ist was voll verdient. Voilà. Und wir wünschen dem Jam natürlich auch alles Gutes. Merci. Voilà, da gebe ich ja später über den Punkt aufzustimmen. Sauber Jules. Ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Balch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Progerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Und der Prokuration vom Andy, ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Anna Conny. Ja. Merci vielmals. Da kommen wir zum zweiten Punkt, Urbanismus und Aménagement kommunal. Und da ging man für dich, die wird den PAP in der 8 Nord, Aschetranche debattieren. Bon, da gibt es 2 Punkte, da den das ein Kompromis de Session à titre gratuit von einem Parkplatz. Wir können das direkt machen, wir können aber auch den PAP also gucken, autonom, also wie der Welt. Da kann ich froh, dass wir sind, machen wir das direkt. Voilà, ich meine, das Lour am Dossier, das ist ein Kompromis de Session à titre gratuit. Wir schwätzen da von der Parcelle 46 über 4703 und der Herdplatz des Stationnement, das ist 16 Quadratmeter oder 0,16 den Aktumeren erschrieben den 10. September 2025 mit den Proprietären. Den Akt geht immer beim Notaire gemacht. Und dann ist dann die Société Felino, die à titre gratuit die Parcelle dann cediert. Voilà, du auch ein den Development, Argumente von dem PHP dabei, mir ob die Gemayolumi am Detail an, von lo zu dem Punkt auf frohe sind. War nicht, da gibt man über Session gratuit dann aufstimmen, sauber Jules. Ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Balch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Progerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Der Prokuration vom Andy, ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Anna Conny. Ja. Merci.
Voilà, da kommen wir zu der Adoption vom Projekt d'Aménagement particulier an der 8 Nord zu Schötter. Und ich meine, dafür ist auch heute ein Büro den Aufenthalt als DPRP zu erklären. Auf jetzt Stelle hatte schon ein paar Mal drüber geschwärzt, so ganz neu ist nicht. Et, je souhaite la bienvenue à Monsieur Manigar et bonsoir. Et je suppose que vous allez faire la présentation en français, c'est ça? Oui, vous avez la parole et s'il y a des questions, on va les traiter après. Bonsoir à tous et à toutes. Donc on se revoit quelques mois ou quelques années plus tard concernant le projet de développement du PAP Don Artnor à Chutrange. C'est un projet qui avait été lancé à l'époque par Monsieur Loche et qui vous avait été présenté oui, il y a quelques années, je dirais en 2023 si je me souviens bien, et on avait exposé une idée qui était d'organiser l'espace du quartier de manière plus durable et de manière plus positive par rapport aux riverains. Donc on avait listé ensemble une série d'enjeux et d'objectifs. Donc le premier objectif était de développer un projet qualitatif qui préserve les atouts du site avec le maintien d'un cœur d'îlot qui se voulait vert et présenter des volumétries de construction qui soient proches d'une morphologie de village et non des bâtiments type urbain. Pour ce faire, il fallait adapter le cadre réglementaire, que ce soit vis-à-vis du périmètre, mais également vis-à-vis des règles du PAG et du PAP quartier existant, qui préfiguraient une organisation d'espace qui était très différente de ce qui avait été imaginé par notre client à l'époque. Il fallait également revoir le fonctionnement du stationnement de la rue communale de manière générale. Et la demande du conseil communal qui a été formulée à l'époque, c'était de garantir un équilibre entre le domaine public et le domaine privé avant et après projet, mais également maintenir le nombre de places de parking présents au sein de la voirie communale. Et c'est avec l'ensemble des parties prenantes, donc avec le conseil communal, le collège, le service technique, et le bureau PAG et les différents intervenants qui ont travaillé sur le projet, qu'on a réussi tous ensemble à réaliser une série de modifications du cadre réglementaire. Ça paraît long, en 2 ans, mais je vous assure que dans le cas qui nous occupe ici, ça a été très vite. Tout le monde a vraiment mis du sien pour aller dans le même sens. Donc il y a eu une modification ponctuelle du PAG qui a été approuvée en décembre 2023, qui a reconfiguré l'ensemble du périmètre que vous voyez ici en zone AP1, en jaune. Et tout ça pour un PAP qui fait grosso modo, je dirais, 23 arts au niveau de la superficie. Et cette modification ponctuelle du PAG a modifié effectivement la limite qui est ici en bleu turquoise entre le PAP quartier existant et le PAP nouveau quartier, d'une part. Et ensuite, la modification du schéma directeur a permis de rencontrer l'ensemble des objectifs qu'on avait convenus ensemble il y a quelques années. Voici sur une photo aérienne ce que donne la situation actuelle. Et ici, l'enjeu est la création d'un cadre réglementaire permettant la construction de 4 maisons unifamiliales qui sont ici symbolisées le long de la voirie communale en jaune. Mais également, l'idée était de créer un intérieur d'îlot, en tout cas de préserver un intérieur d'îlot qui se voulait résolument vert, mais également de renforcer l'espace public qui est en intérieur d'îlot, qui est ici symbolisé par l'ellipse bleue. Et cette placette publique-là est située le long d'un cheminement piéton qui connecte la voirie communale à la route principale. Et donc on se retrouve aujourd'hui, quelques mois plus tard, dans le cadre de la procédure d'adoption du PAP nouveau quartier, au niveau du vote conseil communal, pour clôturer la procédure au niveau communal en tous les cas.
Bonjour. Voilà, donc Stéphanie Laruade, architecte urbaniste. Donc voilà, sur ce périmètre du PAP, vous voyez ici le plan qui en résulte, donc le plan masse qui serait en fait ce que nous souhaitons réaliser. Donc dans la zone rouge, qui est donc la zone PAP, vous voyez donc qu'on construit 4 maisons individuelles, qui sont 4 maisons en bande, qui sont sur le front de rue, sur la rue Einer der Art. Donc la volonté, c'était vraiment de redensifier cette rue, de lui recréer un profil, donc un front bâti sur la rue Einer der Art, avec ces 4 maisons en bande, et dans un futur, ce qu'on lit résidence PAP, quartier existant, donc ce serait une construction future qui viendrait s'ajouter dans la partie quartier existant. Mais nous, ce qui nous concerne actuellement, c'est le PAP nouveau quartier, avec ces 4 maisons, et comme l'a expliqué Frédéric, donc toute une zone verte, un cœur d'îlot qui serait donc dédié au jardin, qui serait dans les autres parcelles. Quelque chose, on peut continuer. Voilà. Le PAP, donc la partie graphique du PAP telle qu'elle vous a été présentée, telle qu'elle a été présentée au ministère également. Donc je vais vous la passer rapidement et on va dire la décortiquer en plusieurs morceaux. Donc c'est 9 lots. On l'a divisé en 9 lots, donc les 4 maisons en bande, une bande de desserte et les jardins. Donc notre PAP, c'était une densité de logement de 25. On en réalise finalement que 4 logements, donc on est en deçà de la densité qui était permise. C'est un CUS de 0,6. Donc là, par contre, c'est la SCB, donc c'est ce qui est potentiellement constructible comme surface constructible brute. Donc là, on va exploiter cette surface, mais ce que l'on n'exploite vraiment pas, c'est l'emprise au sol. Et c'est donc toute cette démarche qui était de minimiser l'emprise au sol, minimiser les voiries, et de rester vraiment le plus succinct et le plus densifié sur le front de rue pour laisser toute la verdure dans le cœur d'îlot. Donc cette SCB, nous l'avons exploitée pour les 4 maisons et aussi pour des abris de jardin qui pourront être réalisés dans les jardins et également dans des jardins qui sont déjà... Il y a des abris de jardin qui sont déjà existants. Alors, la suite. Voilà, nos 4 maisons. Donc, nos 4 maisons en bande sur le front de rue, avec un parking qui se fera par des carports, donc encore une fois, structure légère, des maisons à double pente pour s'insérer au mieux dans le tissu local, dans le tissu urbain. 2 étages, un étage sous comble, et aussi la possibilité de construire un sous-sol, notamment pour les techniques, une cave. Donc tout ça, c'est notre SCB, c'est ce qui a permis de l'exploiter au maximum. Les maisons suivent la pente, suivent la topographie. On essaye au mieux de coller à la topographie. Donc c'est des maisons qui vont faire à peu près 210 mètres carrés, surface nette exploitable, habitable. La deuxième chose qui est un petit peu particulière, c'est le lot 5. Donc le lot 5, c'est une desserte. C'est une desserte future pour les constructions dont nous avons évoqué tout à l'heure qui pourraient venir au nord du PAP. C'est juste une surface qui permettra de créer un nouvel accès. Puis les jardins. Voilà, donc toutes ces zones sont des jardins. On les a divisés en plusieurs lots pour des raisons aussi de... Donc par exemple le lot 6, c'est le lot où on va garder 2 arbres qui sont déjà existants que l'on conserve. Ensuite le lot 7 qui est central, c'est une zone qui est prévue comme un jardin commun dont pourront profiter les constructions avoisinantes. 6, 7, 8. Le 8, c'est un jardin qui existe, qui est le jardin de M. Simoès que nous conservons, ainsi que ses abris de jardin. Et le dernier lot, le 9, donc c'est une parcelle qui pourra être raccrochée à la maison qui est au nord de cette parcelle. Et dans cette parcelle sera prévu un abri de jardin et la possibilité de construire également un carport. Voilà. Donc on a bien répondu à la checklist PAP. Je vais la passer brièvement. Donc
pour ce qui est de la promotion, promouvoir la biodiversité, donc c'est surtout le cœur d'îlot. Le cœur du lot où il pourra y avoir des arbres à haute tige, où il pourra y avoir aussi des murs en pierre sèche dans la déclivité. Les carpores seront végétalisés, donc on a imposé dans le PAP 15 cm de terre végétale. La séparation entre les lots sera aussi avec des haies. Ensuite, pour ce qui est de l'énergie, les maisons à 2 pans qui sont orientés plein sud auront donc des panneaux solaires. Donc l'économie circulaire, effectivement, donc il y a ce terrain qui est central, qui pourra permettre de profiter à tous les habitants qui sont autour. Ça, c'est notre terrain qui est le jardin partagé, tel qu'il a été nommé. Les locaux poubelles, chaque lot dispose bien sûr d'un local poubelle qui est devant la maison, qui est quelque chose d'intégré. Ensuite, les créations des zones adaptées au changement climatique. Voilà, donc là, pour tout ce qui est de la question de la gestion de l'eau, il y a déjà des bassins de rétention qui étaient en place dans le premier PAP, et nous allons créer des rigoles qui seront à ciel ouvert, et qui viendront ensuite se diriger vers le bassin de rétention existant. Dernier point, donc les maisons, comme elles suivent la déclivité du terrain, elles sont toutes de plein pied, ce qui répond donc à l'accessibilité PMR. Et pour le cycle de l'eau, donc le PAP n'impose pas de collecteur d'eau de pluie, mais évidemment la réalisation est possible. Il faudrait peut-être encore réagir un peu sur l'avis de la commission et les points qui ont été retenus ou pas retenus. Vous voulez bien? Effectivement, dans le cadre de la procédure, mais vous la connaissez bien maintenant. Utilisez le micro s'il vous plaît, parce que sinon aussi les gens qui suivent la réunion et qui sont bien à sûr. Distance, ils n'entendent pas. Donc, dans le cadre de la procédure d'adoption d'un PAP, vous savez bien, vu le nombre des PAP que vous suivez annuellement, la commission du ministère de l'Intérieur est amenée à rendre son avis. Hop, je vais les chercher. Et dans le cadre de leur avis, il y avait une série de remarques que l'on peut qualifier de mineures. Il n'y avait pas de remarques notables sur le PAP. La plupart des éléments, d'ailleurs, ont été intégrés dans le document qui vous est soumis pour accord aujourd'hui. Si vous me laissez juste 30 secondes. Donc, l'ensemble des remarques ont été intégrées dans le document, excepté trois remarques. La première portait sur une question sur le... Peut-être qu'on peut reculer... Sur le pignon aveugle. Donc, vous voyez, le projet prévoit la construction de 4 maisons en bande. Et donc, la question qui est soulevée ici, c'est le pignon qui est au nord du lot le plus au nord, donc celui-ci, effectivement. Et donc la commission demandait à ce qu'on réfléchisse à l'intégration de ce pignon-là par rapport à l'espace rue. La motivation était liée au fait qu'un pignon aveugle peut générer des difficultés d'intégration et d'animation d'un point de vue urbain. C'était un avis qu'on ne partageait pas complètement déjà a priori, parce que le village en tant que tel présente déjà à l'heure actuelle dans les caractéristiques locales de l'habitat à Chutrange des pignons aveugles qui sont tournés vers le domaine public.
D'ailleurs, dans la rue de Neuhausgen, il y a d'excellents exemples en l'occurrence. Et ici, la réponse qu'on a pu formuler, c'est que finalement, le PAP n'empêche pas la création de fenêtres. Il y a un élément qui est important à poser sur la table pour comprendre la discussion, c'est que l'ouverture de fenêtres sur une limite mitoyenne n'est pas autorisée par le Code civil. C'est une règle applicable dans tous les cas, mais une fenêtre, dans ce cas-ci, est considérée comme un élément qui est ouvrant et transparent, comme la fenêtre qui est derrière vous. Ceci est une fenêtre. Par contre, rien n'empêche la création d'ouvertures translucides, donc avec un film pour ne pas qu'on voit, qui est vis-à-vis à l'intérieur de la chambre, par exemple. Rien n'empêche au niveau du PAP de créer des ouvertures sur ce pignon-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des maisons en bande, effectivement, mais avec des surfaces qui sont, et des épaisseurs qui sont relativement, pas spacieuses, mais en tout cas suffisantes que pour créer des aménagements intérieurs avec des vues à l'avant et à l'arrière qui fonctionnent très bien. On n'a pas des petites maisons de rangée, mais on a quand même des largeurs qui sont suffisantes. Et preuve en est, c'est que les deux maisons du milieu proposent 210 m² nets avec des profondeurs d'éclairage à l'intérieur qui fonctionnent parfaitement bien. Donc la réponse qui était formulée ici, ce n'est pas d'intégrer telle quelle la remarque de la cellule du ministère de l'Intérieur, mais en tous les cas d'insister sur le fait que les ouvertures sont possibles pour autant qu'elles respectent le Code civil. Ce qu'il faut également prendre en compte en deuxième temps par rapport à ce point-là, c'est que la cellule systématiquement enlève toutes les remarques ou toutes les règles qui portent sur d'autres cadres réglementaires. Par exemple, si jamais vous indiquez que le PAP doit prévoir de respecter les règles du CG10 en précisant quelles sont les règles du CG10, si les règles du CG10 changent l'année prochaine, eh ben, ça veut dire qu'il faut qu'on change le PAP aussi, si elles sont déjà prévues dans le PAP. Et donc tous ces éléments-là de rapport à une règle extérieure sont supprimés des PAP. Donc on n'a pas fait mention du Code civil dans le PAP non plus. Il y avait la question des stationnements privés et la question des carports et de la possibilité de créer du stationnement à l'intérieur des volumes bâtis. Ici, on a l'obligation de créer 2 emplacements de parking. C'est une imposition, logement par logement, il faut 2 places de parking. Et donc on ne voulait pas retirer le droit aux personnes, aux couples qui construisent leur maison à cet endroit-là, de prévoir une 2e place de parking à l'intérieur du volume. Dans le cas contraire, on aurait dû prévoir un carport qui prenait l'ensemble de la façade du bâtiment. Donc je ne sais pas si vous imaginez la rue telle qu'elle est présentée sur l'illustration de Stéphanie à droite sur le slide. Donc là, on a des doubles carports qui donnent chaque fois sur 2 maisons, qui permettent d'avoir une aération de l'espace rue et une lecture de la façade qui soit claire. Pour respecter la demande de la cellule, il aurait fallu qu'on fasse des carports tout le long de la voirie. Ça veut dire que pour rentrer dans la maison, il fallait passer par le carport. Et donc c'est un élément qu'on n'a pas pris en compte non plus, parce qu'on considérait que d'un point de vue urbanistique et qualité du cadre de vie, le fait de créer un carport sur la moitié de la façade était déjà suffisamment impactant par rapport à un espace rue qu'on voulait de qualité. Ensuite, il y a la question du terme sommaire. C'est un élément de procédure sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais à un endroit, on indiquait des nuances en termes de respect de la règle. Et ici, on avait ajouté un terme sommaire qui s'y prêtait bien. Sinon, dans le cas contraire, ça posait problème dans le cas des autorisations de construire. Donc, on ne l'a pas intégré non plus. Les 13 autres marques ont été intégrées intégralement dans le PAP. Merci. Désolé du petit décalage, j'étais pas prêt. Voilà, c'est lourd nach de certificat de publication de procès-verbal d'enquête publique. Voilà. Tout reklamiert. Voilà, qui net lo nach froh und so. Ja, schön. Ja, also vielmals merci für die Präsentation. Und das am Anfang kein froh, mit das Flotze gesehen, dass diese Projekt schon an der letzten Legislaturperiode an Ugriff geholt hast, lo gestimmt wird und realisiert kann gehen.
am Kader von diesem Projekt will mir der Schafferrot aber auch und Mobilität dus drin erinnern, der am PAG auf dieser Platz angezeichnet ist, für von inner der Hart an City Hannah Thomas zu kommen, für dann weiter nur auf den Schulcampus können zu kommen, für Kanner beispielsweise. Ja, also ich meine, das ist ja noch nicht direkt Bestandteil von diesem Projekt, aber da haben wir geduld, und wir schaffen ja an dem anderen PHP am Bremen, für nicht zu nennen, und da sind die Sachen alle gut fertig. Wir sind noch bei den Exkursionsplänen von dem Projekt, und das war wirklich auch eine Thematik, weil wir wollen ja auf der einen Seite verhindern, dass am Kreis gefahren wird mit dem Auto, oder für das lauter Achsen, die du nicht mit dem Auto kannst fahren, außer am Notfall. Ich meine, da kommen Dispositiven da hin, da sind am Notfall, aber das kann die Wahl kann abnehmen, das für die Fußgänger und die Velosfahrer accessibel, und die sollen noch mit denen verbunden sind, die Wohngebiete. Das ist ein guter Remark, und kann ich schon mal bestätigen, dass wir darüber auch aufpassen. So ist noch froh. Kein Froh mehr. Da kommen wir zum Wort. Sauber Jules. Ja. Teils Herrsch. Ja. Teils Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Nora. Ja. Kaiser Andy. Hat der Progression vom Ende, ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Naikoni. Ja. Voilà. Tip top, famous merci. Monsieur Maniga. Madame Larueda. Merci beaucoup pour la présentation. Et voilà, bonne soirée. Vous avez le droit de rester, mais vous n'êtes pas obligé. Merci. Adi. Voilà, dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Da haben wir die Approbation der Modifikation punktuell von der Partie écrite vom PHP hinter Thomas. Ich meine, den hatten wir ja auch schon hier am Gemeinderat. Das nicht, was Weide, dann ist Berlin war da so drum gegangen, dass wir da gingen streichen, dass kein Photovoltaikanlagen, die auf der Häuser bauen. Ich meine, das will man halt nicht mehr. Au contraire, wir hätten gerne, dass die Leute das alle gut machen. Und am Kader davon, als noch profitiert, gehen für auch Terminologie und als neue PAG anzupassen. Da das da mal da gemacht gehen. Ich kann das Resümee rumfahren. Sind bei den falschen. Voilà, ich das Resümee Anfang dran, ja. War schon am Dokument sich eine Suppression de l'article 10, ja, relativ au capteur solaire, natürlich gesagt, dann Konformität mit dem PAG, du hast dann sind die Referenzen zu den alle Zonen, wie sie früher geheischt tun, auch noch wat Densität und so weiter geht das gestracht gehen alles an diesen dann ersat gehen durch die Neudenominationen von den Zonen. Dann Nummer den Artikel 1, wo dann den zweiten Paragraph supprimiert gehen hast, den auch Referenzen gemacht hat auf der PAG, an aber auch Baureglement, und dann den Artikel 3, wo dann die Referenz auf den Artikel 29 vom Baureglement wat Konstruktion sekundären ugeht, den ist dann noch nicht mehr applikabel, also caduc, an der geht dann noch gestracht, an der geht dann, wann du spezifisch Regeln am PHP Quartier existant gegen stohlen, da giffen die an dem Fall dann halt ugewandt gehen. Voilà, sind dort so nach frohen. Paul? Ja, genug noch von meiner Seite aus. So eine Änderung, die mehr Flexibilität bringt, als immer ein Vorteil. Wir haben in diesem Kontext eigentlich froh. Gehen lo all PHP auf die neue Reglementation angepasst, oder geht das für eine Mesure gemacht, wenn das Problem vom Abbau von Photovoltaikanlagen besteht. Wir begrüßen jedenfalls die halt nur passen. Ja, also
wir haben die Aufgabe, das systematisch zu machen, haben wir noch nicht gemerkt. Ich meine einfach nicht, dass man denke, man PHP zumindest das, was Photovoltaikanlagen geht dran und das waren am Anfang 2. Das war den einen am Kirchepart zu Schütter, das haben wir ja schon gemacht. Und war nur nach den heute. Wir gehen aber nicht systematisch auf sich, aber wenn dann denke so falsch sich präsentiert, ist man kann in eine Divulgation gehen und dann noch aufpassen. Wir systematisch gehen wir die Sachen nicht tun. Aber wie gesagt, Photovoltaik waren nicht just die 2 an das lo. Also geregelt. So ist noch froh. Dann geben wir auch eine Berufsstimme, wenn es gibt Sauber Jules. Ja. Teil Serge. Ja. Teil Paul. Ja. Teil Nico. Ja. Teil Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fujarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Progression vom Ende, ja. Joch. Nagelan Marie. Ja. Anna Iconi. Ja. Merci. Da gehen wir bei dem nächsten Projekt Langefeld. Du hast es ja so. Das ist ein Projekt von der Schule, ein bisschen auf den Terrain, den es gehört, den aber viel privat war. Und da können eben die Historiker auch hier, dass die nicht der BEP-Klasse da sind. Da muss man 2 Änderungen machen, für 2 Punkte immer schon. Das ist eigentlich den PHG, der muss angepasst werden. Und dann aber auch den PHP, den dann für die Kohärenz zu machen, dann auch da muss angepasst gehen. Und da wollte man eigentlich ursprünglich auch das schon, weil der Gemeinde hier und nach einer Terra das schon mehr groß machen. Das ist aber du von der Umwelt, Prüfung von der Umwelt, Etüden, die muss gemacht werden, das eine ganz andere Envergure, weil wir aber mussten da dieser Show führen kommen, weil wir eigentlich keine Autorisation für zu bauen, euch selber auch nicht können ausstellen, wenn das nicht richtig klassiert ist. Wir ja eine Decision geholt, dann nochmal den Dodel zu machen. Da gesagt, ich habe dem ersten Bild, wie die Situation aktuell ist an den Dokumenten. Das ich meine, geht fort. Merci. Den Dodel, ne? Geht das. An die Schule könnt ihr die Extension könnt ihr heute noch stehen, dann geht dann heute liegt über den Eck. Und den neuen gibt man dann den Deal ein Kehr am PHG und ein Kehr am PHP als BEP, also Bâtiment et Équipement public klassieren, und da wäre man konform, und da kann auch eine Baugenehmigung ausgestattet werden. Also das ist von dem heutigen Exerzice. Aber wie gesagt, wir hätten noch schon die anderen Parzellen in Konsideration geholt, mit aber den Aufwand für die Tünsmann, das mir großen hat man zeitlich nicht gekriegt, weil wir wollen ja Anfangs nächstes Jahr fangen wir bauen. Ich meine, wir haben den APD gestimmt. Die Ausschreibung ist am Gang Februar zu gehen. Aber wenn wir anfangen bauen, muss man auch eine Baugenehmigung. Ich gehe nicht dazu freuen. Ich meine, das ist relativ klar. Wir gingen dann aufstimmen, denke ich, über die Modifikation punktuell vom PHG, also der Punkt 2.3. Sauber Jules, wenn es klifft. Ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Merci. Georges. An Marie Nagel. Ja. An Naikoni. Also Ja. das ist ganz das Konzept. Und dann Punkt 2.4, da das dann eben dieselbe Modifikation punktuell im Niveau vom PHP Quartier existant auf dem langen Feld. Da gehen wir den Aufhängen mit aufstimmen. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Progression vom Ende, ja. Georges. Nagelan Marie. Ja. An Naikoni. Ja. Merci vielmals. Und da wären wir beim Punkt 3, der Plan d'action contre le bruit. Und du hast den Daniel Häufer als das vorzustellen. Ja, guten Abend. Ich gehe dann kurz auf das Projekt vom AVI an, den heute dem Gemeinderat vorliegt. Also so, dass am Anfang am Ganzen 5 verschiedene Pläne gehen, also Comedies-Pläne oder Projekt für Pläne am Moment nach zu diesem Stadium. Das ist die für den Straßentrafik, die für den Zugtrafik, die für den Fliegertrafik, die von der Agglomeration von der Stadt Lützeburg und die von der Agglomeration am Süden vom Land. Die Gemeinde Schütter ist
von 3 von denen Plänen betraf. Das sind die 3 echt, Straßentrafik, Zugtrafik, Fliegertrafik. Von den anderen 2 sind wir einen Schnitt betraf, dafür als den AV, den halt präpariert, gehen das auch just Propose par rapport zu denen oder Remarque par rapport zu den 3 echten Projekten von Comedies-Plan. Das ist eine öffentliche Konsultation, gemacht in der so eine Infoversammlung, gemacht in eine national, die öffentliche Konsultation war 6. von mit Juni bis mit August. Und wir haben, oder der Chefrat, den hat ein Avis gefragt bei der Umweltkommission, bei der Transportkommission, und wir kriegen dann auch nach Observationen, gemeinsam Observationen vom Syndicat d'Intérêt von Straßig und von der Dixie ASBL. All die Avien, die man kriegen und noch die Observationen sind, hier an den Avis, den im Gemeinderat vielleicht mit angeflossen. Ich werde da noch, also auch genauso wie die Avien, die man schon 2017 und 2021 gemacht hat. Das sind alle 4 Jahre, wo die Pläne Anfang überschafft gehen, und da gehen Gemengen immer gefroht für hier Avien auch dort zu machen. Was geht dann ob die 3 verschiedenen Projekte von Plänen an, ob die schwenken dann nur am Straßentrafik, genauso wie bei dem letzten Avis, den der Gemeinderat 2021 gemacht hat, war die erste Remarque, dass Anti-Comedy-Panoen sollen Landstautobahnen gebaut gehen, und dass auch die Vitesse vielleicht ein Piste wäre für die Vitesse-Limitation, die am Kader vom Chantier als beibehalten soll gehen. Vitesse, mir heißt Vitesse von Straßentrafik bedeutet auch mehr Comedy an einem von Navien, die mehr gute Stimmung auch, dass das positiven Effekt am Anfang gemerkt gehen von den Leuten. Dann felicitieren wir der Regierung am Anfang für die öffentlichen Transport. Also war an engems, dass Lohn am Heien Haft, dass da eine Direktverbindung von Schütte aus vielleicht notwendig wäre, auch so wie am Avis von 2021, dass eventuell soll noch gut gehen für ein Arrêt, ein Gare am Parkaktivität zu machen, weil da sind aber viele Leute, die aus dem Eck Trägerwasser billig schaffen. Du hast auch 2023 eine Etude gemacht mit Adresse von den Leuten, die da schaffen, und da das effektiv konfirmiert gehen, dass eine ganze Reihe Leute aus dem Eck kommen, die aber wahrscheinlich gingen am Zug kommen. Oder dann zu den Velospisten, da haben wir eine Remarque gemacht, dass man schön fanden, dass am Anfang die Velospiste den Sauerbusch, was das richtig? Ja, ich werde Kollektor nicht, auf jeden Fall bis noch nicht zu Sternen kommen, sondern dass man da noch immer offen sind, für Gespräche zu feiern, dass das kann gemacht gehen. Aber wir bedauern noch die langen Prozeduren oder die Administrativhürden am Kader allgemein vom Bau von Velospisten. Das haben wir ja gemerkt bei der, die von der GAR Minzbech Hanne Lernst bei der Parkaktivität Sierdal soll kommen. Wir merken auch mit dieser Etude vom Trafik, die gemerkt ist, dass den Trafik immer zuhält. Und dass natürlich dadurch mehr Comedy gibt, desto mehr Autoren oder zumal auch Kamion und so weiter fahren. Die Vitesse als ein einer, also ich habe schon gesagt, Vitesse von Autoren oder die Gefährer Männer sehr fahren, als Männer Comedy den generiert wird, dann dafür sind wir auch nach immer oder froh immer, ob nicht möglich wäre für eventuell Radaren an der innerhalb von der Agglomeration können aufzustellen, wird natürlich normalerweise dann die Vitesse reduziert von den Gefährern. Wir machen ja auch eine Reihe Maßnahmen gegen die Vitesse, also wie die Berliner Kissen an Anhängungen und so weiter, und noch 32, das ist natürlich ein großes Thema für die Vitesse zu limitieren. Dann hat man nach an einem Avis stehen, dass dem auch überholt haben, und das ist ein Avis, dass man die Regierung von Aufforderung und Konformität von den Autoren mehr zu kontrollieren. Da sind anscheinend, oder das zählt anscheinend so, dass immer mehr Autoren, die extrem, oder nicht im Auto, mehr Gefähre allgemein,
vereinzelt wirklich viel Comedy machen, wo sich vorstellt, ob die da wirklich so konform sind, wie sie sollen sein. Voilà, dann zum Zugtrafik. Zu dem Projekt von mir wieder bedauern am Anfang, dass Schütter da nicht mehr an die prioritären Zonen dran ist. Das war beim letzten Comedies-Plan nach der Fall. Also da war Straßlich nach als Zone prioritär ausgewiesen. Und auch da fordern wir am Anfang, dass weiterhin die Piste mit den Anti-Comedy-Panel erlernten Zugstrecken innerhalb von Agglomerationen nach weiter verfolgt sollte gehen. Da steht auch etwas dran am Comedies-Plan betreffend als Gemeng. Mais das aber keine Chance ja nicht lo dabei. Und dann ein weitere Mark ist, dass man dat gemerkt wird, dass am Anfang oft sich zum Gitter sich, die dann auch noch oft nicht für ein Erdmaterial, also und da vor der Regierung dann mit den Operateuren, die im Zug so fuhren, zensitieren für eben nicht oder hier Erdmaterial zu ersetzen, respektiv dass du eventuell Limitationen könnten vier schreiben, wann nicht Material als der nicht zumindest nicht zu fahren. Dann zum Fliegertrafik. Allgemein sind da immer mehr Leute betroffen. Zuweisen sind immer mehr Passagiere am Flughafen. Es gibt noch mehr Gitter transportiert, immer mehr. Das wirklich also die Zahlen schön sie präzisiert am Avis. Ich weiß nicht mehr auswendig, das geht wirklich viel rup seit Corona. Und da bedauere ich am Anfang, dass der Comedies-Plan oder die Comedies-Karte nicht auf den aktuellsten Zahlen basiert, mir auf den Zahlen von 2021. Es gibt doch noch kein richtiges Ausbauszenario vom Findel. Und da also ein Propos für den auszuschaffen oder respektiv von der Gött für den zu publizieren, den dann noch die Misance für die Bierger mal da betrücht hält, muss natürlich eine kommerzielle Aktivität sein, aber auch die Misance ist ein wichtiger Faktor. Nütz wollen die noch zugeholt, aber wie steht dann, dass man eine bessere Reglementation oder eventuell eine mehr hohe Taxation für die Nütz wollen vorschlagen, respektive die Regierung auffordern, das zu machen. Touch-and-Go-Movement, die haben aufgeholt. Das ist aber so, dass nach immer viel die Schacht, die da gibt für die Sportfliegerei, also das betrifft dann Sportfliegerinnen, oft nicht angehalten wird. Und wir fordern da die Regierung auch, eine mehr strenge Kontrolle zu machen, respektive die Schacht auf ein mehr reglementäres Niveau vielleicht zu heben, da das am Anfang dynamisch macht, wie auch schon 2021 einmal wie Darstellung. Zu ergänzen ist, dass am Anfang, dadurch, dass die kommerzielle Aviation wirklich zuhält, dass Sportfliegerinnen oft oder dass Werdeschleifen von Sportfliegerinnen zuholen und dadurch, dass ein Touch-and-Go zwar vielleicht darauf geht, trotzdem noch immer durch die Werdeschleifen, die diese Fliegen Comedy überwirtschaften, also auch da wäre Propos für einmal zu gucken, ob es nicht möglich ist, die Werdeschleifen über die bebauten Gebiete zu limitieren. So wie beim Zugtrafik, so man auch hier, dass Material wünschenswert ist, und da ist ja auch ein Test gemacht mit einem Elektroflieger, soweit wir wissen, also da aber nicht da ein grosser Boom kommt von denen, und vielleicht fehlt da Incitativen für das weiter auszubauen. Zu der kommerziellen Aviation ist es so, dass die neue Trajektoire, oder nicht Trajektoire, aber die neue Aufforderungen der Trajektoire GTQ gut ist. Da müssen sie dann ab einer Höhe von 2700 Fuß recht drehen, was theoretisch dann wäre, dass sie mehr spät gegen drehen. Das ist aber so, dass da auch nicht Schiedverein sich anscheinend drin hält, auf verschiedene Flieger einfach mehr frei fliegen, was hauptsächlich für die Wirtschaft von Überseeren Comedy verursacht. Und da froh wir dann, dass das nachher auf den Ordre du Jour eventuell geholt gehen von der Kommission Aéroportuaire, sowie alle anderen Änderungen, die gemacht werden am Bereich von den Trajektoren. Allgemein zum Fliegertrafik sind viele Maßnahmen dran, die sich an den letzten Plänen wiederholen, wo auch keine klare Échéance dran ist. Und da haben wir auch eine Remarque da geschrieben,
dat Flotär wann en do ging de genauen Zeitplan eventuell kennen an noch ging wüsste wie dat der par rapport zu den letzte Plan weitergegangen ass. Dann hummer auch nach e letzte Punkt dra geschrieben, dat huet zwar net unbedingt es direkt mam Comedy zu dem ihr wisst mir hat ihr probiert, also der Chef hat probiert für die Wandmillen de autorisiert zu kriegen, da kriegt man ihre Fü von der Administration de la Navigation aérienne, wenn es de wohl erwühen an noch do froh, ob du nicht irgendein Pist gött für die op einer Plätzen zu verlehen, dat da können ein Wandprojekt hier an der Gemengen stehen. Voilà, das wäre zu den Projekt von der Comediesplan von meiner Seite. Ja, merci. Dann Daniel Fließ, der Responsable für uns Nordhaltigkeit, den Novent extra, also nicht kann bei ihm daheim am Klimateam sehen, wenn ich das richtig weiß, weil wir da Sitzung haben, also aber gut, dass du da warst, weil ich meine, du warst am besten drauf und alles alle gut. Ich will ein paar Präzisionen aber gehen, ich meine, wir haben l'Autorisation für unsere Velos von der Minzberger an Soning, also die also angepasst gemacht, ein Rendezvous mit Minister, mit den zuständigen Beamten, die da auf dem Dossier schaffen, aber wir konnten uns ähnlich, also ich meine, wir wollen ja alles für Kompensationsmesuren machen, die nötig sind, aber wir haben das auch gemacht, wir machen noch Sachen dazu, das ist nicht das Problem mehr, wo wir wissen, ein Problem damit hatten, dass wir müssen neben dem habitatbezogene Monitoring auch ein artenbezogenes Monitoring muss man, das ging hier schon, wir müssen nachweisen, dass die Maus, Teselmaus geht ja um die auch die neuen Heckenstrukturen angeholt werden. Das ist in diesem Fall nicht nötig, wie dass wir ja Heckenstrukturen nicht alle gut waschen, wie dass wir weiter unter Heckenstrukturen stehen, dass auch nicht genau festgestellt gehen, wo Maus wirklich ist, hat das festgestellt gehen, dass sie da ist durch Code also Code, den sie von tun, aber nicht Maus selber gesehen, an auch so ein Expert und so ein Maus, als gerne an mir älteren Heckenstrukturen, also wie Seislo da angeholt sind, das kann ihn an einem Délai raisonnable nicht nachweisen. Am Lo sind wir dann nach Schuss gebunden, das nachzuweisen, dass das Kompensationsmesuren, also die neuen Hecken, dass die auch angekommen sind, dass das funktioniert wird und so weiter. Und das sieht gut aus, man hat noch Chance. Es wird auch, dass du an Karte gespielt, ich meine, wir haben regelmäßig im Regen, da waren gut Wetter und so weiter. Das wird ein kleiner Deal müssen zu ersetzen sind, das ist immer, aber das ist kein Problem, sodass wir stark davon ausgehen, dass wir den Monitoring dann nächstes Jahr können machen und dann wahrscheinlich mit unseren Erbestellen können aufhängen. Das mal dazu. Dann aus den anderen Velos für auf den Cargo Center oder für auf den Hinhafen zu fahren. Da war immer für uns das Problem, auch dass du noch kein Speed gibt. Da stehst du da im Raum bei Cargo Center und dann, wo fährst du dann am Velo? Ne? Und da haben wir aber auch, hat man Rendezvous bei Point Chaussee und da haben wir auch die neuen Projekte gesehen. Ich meine, du könnt zusätzlich Sprit hin auf hier auf den Hinhafen zu fahren, muss ich dann nicht mehr, weil das in der Birsch fahren, mit kriegen direkt eine Ausfahrt von der Autobahn auf den Hinhafen und an dem Kader soll dann noch eine Infrastruktur für die Velo. Ne? Und dann haben wir auch noch ein zusätzliches Argument für zu sagen, da können wir auch eine U-Bahn kriegen. Dann war noch die Geschichte, was hast du gesagt, der letzte Punkt von de Wandprojekt, voilà. Das ist kein Projekt von unserer Gemeinde Leng. Ich meine, Wandeprojekt, es geht dann als das Projekt zwischen den Gemeinden Schötterer Lenningen zu summen. Da sind wir an der Phase gewesen, dass wir geguckt haben, wo sie sitzen, die nur die Regeln überhaupt möglich sind. Natürlich muss ja anhalten, so viele Meter, 1000 Meter von der Wirtschaft, 600 Meter von einem einzelnen Haus oder einem Aussiedlerhof und so weiter. Alle gute Regeln müssen wir lage haben, dann sind 3 Zitten dabei rauskommen, die da möglich wären. Und da steht mal die ersten, hört dass dann die vom Findel muss akzeptiert gehen, dass du der Wandmill nie kommen. Und da ist eben de voilà vu de große Problem. Wann dolosech gegen Lesung fanden, dann man allein kein Projekt. Da muss Naturschutzetüde muss gemerkt gehen, dem no wat Garten, du geht tap im Fullen noch immer fleien. Also aber vielleicht net méige Stose Wandpark zu machen. Also sind ganz Etappen zu machen. Wir sind net Moer steht nach keine Wandmillen, do muss nach geguckt gehen. Ich meine, das logisch gehen op Modeller, ob die rentabel sind, ob genug Wand sind, ob dat no so ist, da muss natürlich mal gemoos gehen, wann dat alles so ist. Dann recht immer an enger Phase, wo kann iwwer so ein Projekt überhaupt desideieren und dann werden wir auch Bürger informieren, gucken auch wie die Akzeptanz bei den Bürger rausschmengen, Plus-Value von seinem
Wandpark fir, dats man lokal Energie produzieren, und zwar méi Energie, wie man an der Gemeng verbrauchen. Bierger könnten sich auch mat akaufen an de Projekt, können de Bierger die elektrische Energie zu einem besseren Preis verkaufen, all die Elemente. Aber für dich muss ich mal wissen, ob überhaupt so Projekt möglich ist. Im Moment sind wir bei der allerersten Hürde am Anfang gescheitert, also Affaire ausliefern. Voilà, sind sonst froh zu den Avis, Jules van Schlift. Ja, also eigentlich froh, also nicht. Wir wollten halt von dem Neckar Löw ausdrohen, dass wir das eine gute Anpassung par rapport zum letzten Avis von tun. Merci. Noch ein Wunschgift? Mir fand doch natürlich gut, dass das immer alle 4 Jahre mein Kehr neu abgeholt wird. Natürlich ist es schön, dass bald immer dann die nämlichen Punkte immer draufstehen und hoffen, dass die Regierung, also das natürlich lokale Projekte gemein, aber eben, dass die Regierung dann durch ein bisschen uns entgegen könnte, jedenfalls mit pur Mesuren an in der kann gucken, was weiß ich, Schallmauern oder auf jeden Fall selbst was die Flieger betrifft, weil man da ja gut viel betroffen sind, dass du etwas können machen, an dem Punkt man dann nächstes nicht mehr drauf holen. Merci. Oh, ich meine, da kann ich noch vielleicht dabei so pardon, Nico, ich an der Kommission Aeroportuaire da dran, also ich fand trotzdem, dass du aber probiert wird, einen transparenten Échange zu haben, natürlich. Ass net immer alles méigch. Natürlich brauchen viel Mesuren noch viel Zeit. Ich mein, ich auch geguckt, für mi modern Flieger zu kriegen, die Männer Comedy zu machen. Ich meine, als nationale Fluggesellschaft hat auch ganz gut darauf reagiert. Es gibt Maschinen gekauft, wo dann an Platz 4 Motor nehmen 2 Motoren drauf sind. Das möchte man an Comedy. Sie haben noch einen Avantage, als man Entretien und so weiter. Da wird ganz viel probiert, aber in die richtige Richtung zu gehen. Da hat die Diskussion mit der Hecht von den Fliegern. Da muss auch geguckt werden. Ich meine, was der Flieger wie weit fliegt, und das ist notamment der Fall, also auch mehr Comedy zu Münster. Die wehren sich natürlich auch, die wollen noch nicht als Flieger über ihren Häuser holen. Das ist schon ein kompliziert Materie. Ich weiß auch nicht, ob Fliegerinnen sich nicht und die Regeln haben. Ich gebe da so schon. Mit der Sicht, dass durch Technik die Fliegerin im nächsten auf der Hecht sind, dann eben mich frei drehen, ein anderer Flieger mich lang braucht, dann eben mich spät dreht, wie gesagt, das sind dann die zu Münster kommen, die Mandianer evaluieren. Mit das ist ein guter Échange, das ist das, was ich mal will so, und das ist nicht einfach für du Lösungen zu fahren, der Flughafen. Ich meine, wir wohnen eben beim Flughafen, dann leben ja auch viele Leute von der ökonomischen Aktivität, die da auf dem Flughafen ist. Wir müssen aber die Misancen so klein wie möglich behalten. Auf allem soll nicht eine Verschlechterung kriegen. Ich meine, das, was wir heute gewinnt sind, das ähnt, wenn der Lomoir viel mehr schlimm geht. Ich meine, das ist nicht akzeptabel. Und dafür meine ich, das ist ein Avis auch ganz gut, und dass wir weiter an dem Dossier schaffen und immer am Austausch sind. Nico, du wolltest noch etwas. Ja, ich will auf dem Daniel merci so für den flott redigierten Avis, und dass doch all die Ideen, die an den 2 Kommissionen, an der Umweltkommission und an der Verkehrskommission redigiert gesehen, dass die kann man da bauen. Ich meine, die Leute haben sich auch viel Gedanken gemacht, und das, was sie da schreiben, das kann ich nicht mehr voll unterstützen. Mit gesagt aber, wenn die Rapporten, die 5 Rapporte von der Regierung liest, dass sie ja Seiten nach Seiten, das zwar nicht Neues, weil also immer eine Weiterführung von dem, was die Jahre für drüben herausfand, Chinas. Mir das weiß aber, dass die Regierung Maßnahmen umsetzt und auch Projekte ausfeiert, die am Vierdeel von denen Gemengen sind, wo das dort geschieht. Ich denke da zum Beispiel an die Schallschutzmauern und Eisenbahnserfeierungen und Haltestellen, neue Eisenbahnshaltestellen, neue Radwege, die doch immer realisiert gehen. Dass auch die Eisenbahn hat schon viel Material, viel investiert an tresender Material, an das moderne Material möchte man keine Medien, aber das lebt nicht unbedingt über die Strecke, die uns mit Deutschland verbindet. Ich habe gesagt, nach ziemlich viel Material fuhren, was damit keine Medien möchte. Ich will just sagen, das ist ein bisschen schuld, dass man bis jetzt, wenn ihr guckt, was die Regierung für die Gemeinde hier im Bereich von den Sachen, die EU geschwärzt sind, gemacht hat, dass da nicht viel geschieht ist. Dass EU gedeiht gehen, dass der Wöllersfee zwischen Winsberg und dem Findel darüber, da war so ein kleiner Lichtblick, ich meine, das ist ein ganz kleiner Lichtblick. Wir diskutieren schon seit Jahren darüber, und du hast keine Unterstützung, das sind echte Knüppeln, die von der Regierung an Träder gestartet sind. Die Neusebundsarei am Gewerbegebiet, du hast gesagt, 2000, wenn ich richtig verstanden, 23, für da ein Etüt gemacht, eine Info
ob Leute bereit wären, den Zug zu holen. Wir haben schon für 10 Jahre für drüben, haben wir schon Plan gezeichnet. Ja. Wir haben da herausgefunden, an das Sujet, wo du weißt, dass ich immer gerne davon schwätzen. Wir haben damals schon Plan gezeichnet, wie so erreichend ausgesehen, die Terrain, die Bereich vergehen, weil das ist ja oft Schwierigkeit bei so Projekten. Die Terrain, die sind alle an öffentlicher Hand, das ist also nicht, was dann passiert, das dort zu machen, Niveau von der Regierung, von denen doch absolut keine Unterstützung. Ich meine, den anderen Sujet, der Claude hat ihn auch geschwärzt, dass die vom Wellosweg, von der Verbindung zwischen der Gare und dem Gewerbegebiet, wo wir auch nicht mehr Knüppeln an Rede gestartet haben. Ich hoffe, dass dann noch der Reunion dem Minister oder dem Minister rauskommt, dass das dann noch konkret geht. Wie gesagt, meine Remarken zu dem Dossier sind folgend. Wir müssen nicht zusammen alle Guten ein bisschen mehr Druck auf die Regierung ausüben, bei aller Gelegenheit, wo ein Minister oder ein Vertreter an Gemeinden von den Sachen schwätzen, und darauf hinweisen, dass wir nicht nur die Gemeinden die versehen, die Notdeler hat, war bei den anderen Gemengen die Sachen realisiert gehen. Ich war paff, wie ich die Rapporten gelesen habe, wie viel an andere Gemengen auf andere Plätzen an dem Bereich gemerkt, aber wie wenig bis man von der Regierung an dem Bereich Unterstützung hatten. Dafür neige mein Appell und meine Unterstützung auch für die Schafroden und alle Guten an dem Bereich ein bisschen Not zu drücken. Ja, merci Nico, ich meine das ganz richtig, was du siehst, und ich wollte doch schon für du so lang bei der Autobahn. Das ist ja einfach Mesure, möchtest du am Ausland überall Lärmschutzmaßnahmen, wird Geschwindigkeit drauf gesagt, das ist eine Mauer, da ich meine, da das so wirklich auch nicht zu viel gefreut. Ich habe auch noch eine gute Nouvelle, die hat auch einen Anlauf gehört, und ich habe mich schon daran erinnert, wir hatten noch einen Brief gemacht für die Raclage, den wir da müssen abbezahlen, wo wir heute den Weg gestimmt haben. Op der Hecht von den Autobahns opferten wo mehr de Wellosweg gebaut sind, und dann krämer gesot, da muss der Rollner der Raclage bezahlen, weil die de Belag an Dom aber von der ministerisch dann verkrit, dass man die Suen rumkriegen. Da muss der Staat natürlich nach 4 gesinn am Budget, und da muss nach Nachrede geholt gehen, dass man die können bezahlt können, muss man Rechnung schreiben. Das dauert alles nach mit zumindest Summe der schriftlichen Akkord, dass man die Suen dann rumkriegen. Aber bei den anderen Sachen, ich meine, Nico, du hast recht, dass man mehr Druck muss machen, mehr darüber schwätzen, und dann noch für so einfach Mesuren, wie es so genannt und dann einfach auch mal an den Benefis von so Sachen, von so Projekten kommen. Weil da sind Nachsuchsfrohen. Dann gibt man die Aufstimme, wenn ich gibt, Sauber Jules. Ja. Fein Serge. Ja. Traisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Progression vom Andy, ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Und Heikoni. Ja. Merci, und dann noch ein merci, dass wir auf den Unterstützung noch konzern, das ist auch wichtig. Merci vielmals, schönen Abend. Voilà, da kommen wir bei Finanzkommunal. Da muss man ein bisschen Modifikation am Budget machen. Ich meine, Budget ist immer eine Prävision. Aber wenn dann zu hinausgeht, dann seid ihr mehr richtig realistisch, wo die geht, dann das Serge präsentiert als das. Voilà, merci. Voilà, für wäsch mit den Tableau von der Deliberation bis nur gepasst. Ein Tableau, wir haben ein Tableau dran gemacht, da war ein kleiner Fehler an der Berechnung dran, wie viel Budget wir Boni nach dem Evre schon der Tisch, wir da adaptiert, das wir mal abgelöscht, da wird man alles schon für Kredit supplementär gestimmt tun. Das kein Grund zur Besorgnis, wir haben da immer genug Suen am Budget für die heute Projekte weit matt stimmen. Und wie die Claude gesagt hat, es geht für verschiedene Budgetsposten, wo man muss mehr Suen viel gesehen, am September, für dass man nach die Rechnungen können bezahlen, die nachkommen, bis man da bei der Budget richtig viel kommen. Ich gehe nicht gerade alle Guten am Detail durch. Just die paar Hauptpositionen, also eigentlich ist das dann Kommission de Vivre Ensemble interkulturell. Ich meine, da hat man nur am ersten Halbjahr die neue Konvention mit der AStI gestimmt. Das war so nicht viel gesehen, dass man da einen Rekurs auf einen Prestataire extern holen. Dafür wird das nicht am Budget viel gesehen. Das heißt, da haben wir dann einen Montant supplementär von 3.500 € viel gesehen. Dann Publicité wie Presse, das ist am Anfang das, was man gerade bis geschwärzt, und das sind all die Modifikationen vom PAP. Also weiter so fort, die Algorithmen müssen daran mal ganz altertümlich an 3 Zeitungen ausgehangen gehen, an als Zeitungsannonce gehen auch nicht mehr billig. Das heißt, also pro PHP-Änderung kann ich sowieso, das kostet 2.000 € rund und manst für Zeitungen. Aber wirklich, dass wir die eine Reihe hatten, das Jahr, als durch den Band da besser abgesetzt gehen um 5.000 €.
Dann kommen zwei Positionen par rapport zum Flex Carsharing mit der CFL Mobility. Ich meine, da gehen wir noch später am Ordre du Jour rund, das sind die zwei Konventionen, wo man Budget muss viel gesehen. Dabei in der verkurte Kächten, da gehen wir um 25.000 Euro ab. Ich meine, das ist einerseits die Konvention, die wir am Juni gestimmt haben, wo wir die Dommage von 10.000 Euro müssen bezahlen, die dafür gesehen sind. Und dann sind eben noch die ganz Litigen, die wir schon eine Zeit Jahren am Kur haben, die enorm unhängig sind und noch ein paar neue Affären, die beikommen sind. Voilà. Und bei Kurzkäste gehen auch nicht mehr billig, wo man dann eben noch ein bisschen mehr muss viel gesehen. Da waren aber auch in der letzten Zeit eine Reihe Urteile, die kommen sind, die auch in der Favor von der Gemeinde waren, wo wir dann hoffen, dass die Affären sich da auch können aufschließen. Autre Fourniture d'entretien, dat ass dem Schulcampus, dat die Raumregler, ich meine, du hast ein Modell, den du ausläufst, du hast einen Stockkaf und 10 Raumregler, solange wir die alle Schulen am Betrieb haben, wo wir die benutzen. Dafür wird das ein bisschen wie Großposition, das war über 5.000 Euro ein Kommand, wo wir da gemacht haben. Wir haben dann einen Stock für den noch zu ersetzen, solange wir den brauchen, solange die alle Gebäude noch an Funktion bleiben. Dann de petit Equipement, das am Atelier, bon, das sind verschiedene Sachen, an der Schreinerei, Sachen, die wir selber gemacht haben, ein bisschen Material, das müssen kaufen gehen, das ist nicht außergewöhnliches, das ist einfach von der Summe. Das ist auch ein ganz kleiner Montant. Dann am Réseau potable, Fuiten, voilà, wir haben eine ganze Reihe Fuiten, ja, wir passen noch mal mehr auf für die Fuiten, so früh wie möglich zu entdecken. Wir hatten die ein paar größere, ich meine, das war ein an der Hauptstraße, das war ein an der Rue de Mansdorf, wir hatten an der Rue de Verger zweimal, voilà, das ist so inconnu, die kannst du abtauchen und voilà, da muss man noch ein bisschen das Budget besser absetzen. Éclairage public, das ist am Anfang hauptsächlich ein Entretien von der Straßenluchten, die von der Krios gemacht wird. Bon, da war das Jahr, der Monat war das Jahr, die letzten 2 Jahre immer so die 35.000, 38.000 Euro und das Jahr war die Rechnung eben 40.000 Euro. Dafür immer da ein bisschen müssen wir absetzen. Da ist eine Kleinigkeiten. Voilà. Ich meine, das wären die Hauptpositionen gewesen, wo die größten Monate waren, wenn wir nach froh sind, schon Dokumente alle haben, dann werden wir so gut wie möglich sein wird. Sind nach frohen. Serge von Schlift. Ja, okay, merci Serge für die Explikationen. Ich meine, wenn den Chiffren am Budget, wenn den die Plank niedrig hält, dann muss ich eben einst einmal nachstimmen. Das ist eine Sache davon. Aber kannst du vielleicht eine Deliberation holen, wie es los ist, geändert. Für mich ist eine Frage gestellt. Man schwätzt hier davon, ja, die 115.000 Euro, die wir beisetzen. Und für die Deliberationsstunde dran, da war das der Kredit, den noch disponibel ist vom Budget 2021. Die war 2,3 an pro zerquetscht, minus 200.000 Euro. Gut, als das die Erklärung von dem Ganzen dafür. Also so machst du immer die letzten Monate aufgerechnet gehen und dafür haben wir die Evaluation gemacht, dass man versuchen hat, das Budget, wie man abgestaltet und den hat den Niveauschuss von 2,3 Millionen. Und dann so wir alle Gemengerot, was man eben aufgerechnet haben, findet man dann immer am Anfang zwei Tun, wie abgebaut ist. Okay, ne gut, ne, das war an sich als Erklärung. Ob Schiffer, ob der Flex kommen her nun zurück, das schon gesagt, dann alles für uns tipptopp. Merci. Merci, sonst noch froh? Ne, da könnte man über den Punkt auch aufstimmen, wenn es gibt. Sauber Jules? Ja. Tein Serge? Ja. Tein Paul? Ja. Match Nico? Ja. Hartmann Jean-Marie? Ja. Reicher Serge? Ja. Jerini Nora? Ja. Kaiser Andy? Und der Prokuration von Andy, ja. Joch, Nageland Marie? Ja. Und Rai Conny? Ja. Merci. Dann sind wir beim Punkt 5. Da geht es um die Approbation von verschiedenen Akte Vente und Akte Cession, à titre gratuit. Der nächste ist dann eben den Akte Vente Neueisen auf dem Bertelsberg, wo wir das Stück gekauft haben, neben dem Wasserbassin. Wir können endlich auch dort reagieren. Ihr wisst, der Wasserbassin, das ist ein Problem, den ist in einem schlechten Zustand, den ist zum Denen nämlich dicht. Wenn wir da haben wir gleich schon drüber geredet, wenn wir da ein Projekt machen, intervenieren, muss man ja auch während der Bauzeit
der Provisionement am Wasser garantieren, dat Hummer mat der heiter Solution ne den andere Probleme, die eben do waren, dass auch die proprietären Runden net als net entgegenkommers für einer Solution. Also mir hun bëssen de Projekt weiter rausgeschafft an normalerweise kein mal die Probleme, so wie man doch gesot hatten, alle go so geleist. Wir sind net ganz durch mit dem Projekt, da kommen sowieso eine Gemengerot. Just fir zu so, dass da war flott war, dass man mat Leute insgesi fir den Terra kennen zu kaufen und dass dat lo an die gut Richtung geht. Man muss no natürlich fir de Chance auch bis du hinkommen, da das lo nach wo man muss gucken man an der proprietären insgin, dat dann nimmen eng Pist fir de Chance, die gëtt nur um wäsch geholl an dann ass nach tro vun der Leitung die Haut net an der Servitut leit, niwen Drun an no gëtt eng Konvention, wo de proprietär fir all die zusätzliche Erbechten die muss gemerkt gin an die Leitung muss ersät gin, an die muss ersät gin, die eng net guten Zustand opkommen oder die aner Option as dats man die Leitung dann an Servitut ralleen. Dann braucht der Proprietär do Manner mat zu investieren. Die Gespräche schon man net gefauert, dat muss man nachmachen. Wie gesagt, ha geht enkerem dat Steck wat man do kauft hun 35,16. Der Preis waren 80.000 €. Dat wëst am hat ja schon de Kompromis ha. Ginne do nach Froen zum Akt. Kein Froen. Da könnte man auch den direkt aufstimmen. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Eisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Mat der Progression vom Andy, ja. Joch, Nageland Marie. Ja. Anna Conny. Ja. Merci vielmals. Dann haben wir den 5.2 Accession à titre gratuit. Das ist ein Trottoir an der Rue des Sendingen. Da hat man ein Morcelement gestimmt. Und Leute, die sind auch interessiert, dass das geregelt ist. Und da gibt die Parzelle 147 über 41 dann an Proprietät von der Gemeinde. Übergehen, aber publik da gehen. Gehen tut so froh. Ja, Paul. Ja. Das Flot, das hat aménagé an dem Kader für das Redressement von der Rue des Sendingen an Eisfroh, sie belobt. Hast du schon eng Bebauung hab's viel gesehen oder? Also ich mat wissen net ne. Ich weiß nicht, ob Leute vielleicht das Service Urbanismus kontaktiert, offiziell nicht. Ich habe kein Projekt gesehen. Das ist nach Frohen. Nee. Dann könnt man auch darüber aufstimmen. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Der Progression vom Andy, ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Anna Conny. Ja. Merci. Und dann kommen wir zu einem Akt de Prescription trentenaire auf dem Rotort, also das Syndikat 2, den du ruflift, ländlichen Entrepreneur, und auch da wird gemengt dann die Terra schon wie lang hat an Lode von der Consort Hellas, und da bleibt noch richtig, was dem Sidas nachgehört. Und bon, bei den Syndikat 2, du kannst du schwierig zu wissen, wenn du vielleicht probieren, ein Jour gesagt gesinn erwähnt an du nach vu proprietären, da muss ich nurweis das net mit dosen net Pobaier kri Ende, wir wollten mal op der sichere Weg und da mir bei einer Syndikatsphäre auch schon genet selwicht gemerk am hunn an Heimer Zeien geguckt fir eben so eng Preskription trentenaire ze machen, wo der nogewiese gëtt dass die Gemengen DW du schon erhält an sich ums Kömmer, dann schmengen dat zu der Gesinn am Akt mat man dat gemacht hun. Und voilà. Sind du zu frohen. Also man hat nicht müssen unbedingt den du mehr das aber für uns den wie propren und evidente Weg für so zu machen. Kein frohen. Da könnte man auch darüber schon aufstimmen, aber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Teisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Progression vom Andy, ja. Joch, Nagel Marie. Ja. Anna Conny. Ja. Ich will noch ein Merci so die Leute, die uns da geholfen haben, für das zu machen. Das sind halbannend Noven von den drei.
Und ich meine, das ist flott, wenn den zu Kaffee kommen. Voilà, da kommen wir zum 6. Punkt, einfach die Struktur kommunal. Und da wird de wie am Dossier leihen für einen Weg zu bauen am Pratel. Da ist es so, ich meine, die Gemeinde hat schon damals den Terra do gekauft und die Leute sich engagiert bei den Leuten, da eine Mauer zu bauen, weil wir ja aber meinen, dass das extrem wichtig ist, dass wir da eine Verbindung kriegen, dass Kanner und Leute, die da wohnen, nicht müssen über die Kreuzungen und Rüde Bayern laufen, aber da könnten durchkommen. Wir haben da natürlich noch nicht den Achse direkt für die Verbindung definitiv durchzustellen, aber wir können aber auch nicht die Leute nach ewig lang hängen lassen. Wir haben uns da engagiert, für das so zu machen. Dafür haben wir das ausschaffen gelassen. Sie haben wie viel Mal noch gefragt, die Leute waren noch auf der Platz. Voilà, sie warten einfach darüber, dass die Gemeinde da ihrem Engagement noch könnt. Dürfen wir ein Ingenieursbüro da gefragt, für auch den Devis aufzustellen, dass wir die Arbeiten da könnten ausschreiben, für das dann zu realisieren. Das ist nicht optimal. Es wäre ja besser, wir könnten die Verbindung da definitiv machen. Aber auf die andere Manier können wir auch nicht die Leute nach vertreten. Dafür muss man das auch mal realisieren. Und dann gucken wir, wie wir in Zukunft ein Kehr da vielleicht aus der Situation rauskommen. Geht dazu froh, ja, Nora. Ja, ich wollte vielleicht nach den Devis und den Preis nach so. Am Monat Devis an den Dossier gelöst. Und dann haben wir aber nach Honorären, die noch dabei kommen, und dann TVA, die noch dabei könnt, und dann haben wir abgerundet, da sind wir auf 191.000 Euro, die da müssten investiert werden. Weil das nur Orange gibt. Es war eine Idee, kann man da kein Breckelsch machen, dass ich just kann man Velo rüberfahren oder Ja, die zwei zu verbannen. Du kannst auch über deine Brücken nicht tun, das ist ja immer Propriété privée. Ne? Das geht nicht um den Boden, das geht ja um die Proprietät. Das war eine Idee. Ja, Paul. Ja, in gut sagen, de Faustwee méi den Anfang eng Flotofkezung fir da wo ass an de Mac wat mat springt. Méi wat alles opgefallen ass. Den de wie fir den Genie Civil belieft sich am ganzen op 142.000 Euro. Also mat der TVA plus as eng Reserve vun 11% dra, wat 17.000 Euro sinn. So dats dat ganz Honoraren 160.000 Euro kascht. An Matten Honoraren an der Beledung vum Chantier wären dat schon an enke 21.000 Euro, wat 17,5% ausmcht. Dat lummer just an Relationun gesät. Fi werd mir awer am de Wie am einfach müssen, ass den Deel fir de Reso existant vun den verschiedenen Netzbetreiber, die eventuell deplacéiere sinn. Du hast nicht am de Wie dran. Op der Kuptyp sind die existent Reson auch nicht drauf, was weiß, dass die Viererbecht von den Etüden nicht ganz komplett ist. Und da kommen also nach eventuell Freien, die am de Wie hätte, könnte vier gesehen. Die geplante W ist ja mit Pavé vier gesehen. Und dann ist wo bleiben die 50 Meter neben dem Haus Nummer 7 am Grün de Meuse sind. Oder geht doch gerade Luxemburg gelöscht. Ich will den Plan gucken. Haus Nummer 7, das ist 23, 24. Das ist der Weg, was du von Nazi in den Ruf kennst, den hast mit Macadam. Da schaffen wir gut nicht. Nein, da schaffen wir gut nicht. Da ist just auf dem Haus Nummer 24, ne, wo wir uns engagiert und wie von den Leuten, da muss eine Mauer gebaut gehen, das können die Treppe nicht neu machen und so weiter. Wir schaffen just wirklich auf dem Punkt von da bis da. Und da sind aber die am de Wie, die habe ich noch 4 gesehen. Natürlich Raccordementer nicht, weil die können wir ja nicht machen. Travaux des eaux pluviales, travaux pour réseau d'hiver, die sind aber alle gut um 4 gesehen. Déplacement réseau existant ist nicht dran. Ja, aber das können wir nicht machen.
kannst du durchschließen. Muss ich just gucken, was für Reso und Rolle. Ich meine, das war 2004, Mensch, weil das, ich meine, vielleicht Kanal, soweit ich weiß, like Gastrand, like, verschiedene andere Reso nach Mittelspannung, Niederspannung, ich meine, Post, like auch da dran. Und du könntest Die noch. war schon da leid, meinst du? Ja, ja, das hat die Realität nicht viel gesehen. Und das ist eine Menge Namen. Wenn ich noch angucke, was ich fragt, fand ich das nicht seriös. Weil das können aber nach früher gehen, wenn das da Probleme haben, dann gehen entstehen bei der Realisation vom Weg. Ja. Boah, ich kann da noch nicht so, also für mich, de Büro hat ja von Plan alle gekriegt, der weiß, so dass du Reso und Rala in verständig froh. Bon, für mich gehört dazu den Nachrichten, dass so normal, dass ein Sinn nicht können Futti machen, was du weh drauf bauen. Ne? Also für mich müsste das schon viel gesehen sein. Ne? Wenn wir können das Büro der Tüten darauf aufmerksam machen. Für mich gehört das zu den Nachrichten. Ne? Das ist richtig gut. Man muss aber mit fixen, weil du hast einen Pan, dann irgendwie leidet tief genug, hören das ja noch nicht. Das sind aber Sachen, die müssen sie an die Tüten aber mit analysieren. Ne? Nicht, dass man nur verfallen für Sachen stehen, die ja nur mehr Kasten gehen und den Dommen aus dabei, den muss bezahlen. Ne? Boah, ich meine, also eine Servicetechnik war ja auch da, da beschafft mir halt gemacht. Ich gebe aber mal so, dass da aber auch geklärt wird. Ich bin froh, gemacht. Das ist kein Problem. Ja, Serge. Ich meine, du bleibst schon, das de Plan nämlich schon an. Du bleibst ja an sich just die Spitze oder den Dreieck. Wenn ein die Parzell hat, kann ich mal so, naja, die Parzell schon, dann kann die du etwas Properes daraus machen. Aber sieht da ein Kontakt mit dem Proprietär? Ich meine, die sieht ja auch schon auf anderen Plätzen mit dem Menschen, da ist ja an sich Peanuts par rapport zu dem, wo man noch viel drunter aufgestimmt hat. Ne? Ja, wir haben zusammen gespart und da gehen durch Sachen, für was die Situation so ist, wie sie ist. Und ich meine, wir sind immer offen für Gespräche und wenn etwas sich ändert, dann fahren wir raus. Wir im Moment, als wir auf jeden Fall mehr stand aus dem letzten Gespräch, dass da im Moment noch keine Option ist. Es gibt vielleicht auch noch eine andere Option. Das sind wir runter am Gangen mit Worten. Also, das leider immens schuld, weil du kannst etwas Properes daraus machen. Du kannst ein paar Euro dabei setzen, die wir ja auf die Konten haben, und dann kannst du das realisieren. So müsst du etwas Halbes, was der Herr Norem, was du am Noflecke gehst. Ja, also wie gesagt, für mich ist das bekannt, für mich habe ich da doch geguckt, ich kann nicht so nicht 100% bestätigen, mir das froh man eigentlich nur. Normalerweise müsste das mal da geflossen an den Devis. Ne? Frohen da aber wirklich nur. Sonst noch frohen. Kein frohen mehr. Da könnte man auch über den Punkt aufstimmen. Sauber Jules. Ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Progression vom Andy, ja. Joch, Anne-Marie. Ja. Und Conny. Ja. Merci. Dann kommen wir bei der Flex. Und das war Mobilität mit der Serge präsentiert als der Punkt. Voilà, ich meine, die können sich erinnern, den 29. Januar 2025 hat man die Eichkehr des Sujet von den Flexstationen hier am Gemeinderat. Demals wäre eine Konvention, wo man 6 Autos, also auf 3 Plätzen, 3x2 Autos positioniert haben. Das war an der Schloss gewähnt, das war an der Sonderaktivität und das war eben hier auf der Kirchenplatz. Und da war eben aufgemacht mit CFL Mobility, dass man die in einer Testphase während 6 Monate laufen lassen bis den 1. September. Und dann geben sie an mir eben auf Basis von den Nutzungen gucken, wie eine Station interessant wäre für als Bürger, respektive von ihrer Seite, wie eine Station für sie finanziellement interessant wären. Voilà, da gab es eine Statistiken, die gemacht haben, am 1. März und am 17. Juli.
Für du vielleicht 30 Chiffren zu so halb der Kircheplatz, du waren insgesamt 64 Reservationen, das wären 0,47 Reservationen pro Dach an 16 verschiedene Utilisateuren, die du Autoen gelehnt tun. Ob der Schloss gewarnt, du wären 33 Reservationen gewircht, das wäre just 0,27 Reservationen pro Dach gewircht. Ab der Sonderaktivität waren 21 Reservationen an du werden Reservationen per Jour just 0,17 gewicht an die Reservation per Jour, das bisschen hier ein Faktor, wo sie so in der Station gut oder schlecht lebt. Dafür waren sie der Meinung an noch von dem, was mir observiert hun waren die hier auf der Kirchplatz stungen sind, aber am meisten genutzt und noch regelmäßig genutzt. Dafür sind wir auf den Weg für Martinen in einer Konvention zu schaffen, für die zwei Plätze dann definitiv zu machen. En attendant haben wir uns aber ein bisschen gewundert, dass die an der Sonderaktivität nicht mehr Support gekriegt wird oder nicht mehr genutzt gehen. Also der Tisch, da Martine ausgehen ist, dass die verlängert gehen. Der Tisch, die bleiben weiter an dem Modell, wo sie gratis am Anfang zur Verfügung gestellt gehen, und dann müsste auch noch gratis Parkplätze zur Verfügung, für die weiter ein bisschen zu testen, vielleicht eine Reklam zu machen bei den Entreprisen an der Sonderaktivität. Für zu gucken, ob die aber mehr Klang fanden, an der an der Schloss gewähnt. Ich meine, da hat man schon an Kurt Ruth ein Auto weggeholt, weil die auch gesagt haben, die Gofe so wenig genutzt, dass mehr Probleme hatte, Firma Batterien abzuladen, wie sie effektiv genutzt gesehen. Und die geben mal ein temporär auch auf einer Testbasis ab der Hart bei neuen Parkplätzen, die man da installieren. Voilà, also kommen wir dann heute zu den zwei Kontrakten. Also der nächste Kontrakt, den wir allein haben, das ist am Anfang der Kontrakt für die Mise à Disposition von den Autos und respektive den Parkplätzen. Das heißt, Guido, die zwei Parkplätze hier auf der Kirchplatz, die sind auch schon angeweiht gehen, vielleicht vor, angezeichnet gehen. Definitiv für Flex zur Verfügung gestellt. Das kostet uns 1558,70 € pro Monat auch TVA. Do as awer dabei, dat en an dem Kontraktkader gëtt an eng Garantie de Rendement dat heecht mir kräen am Fong, dat do Monter fix dem Mont muss bezuelen, mir an Funktionun vun der Utilisaun vun den Auto krä mir die Stunden, die den Stundentarif den Flex verraschen und Utilisateuren, die gët am vum retrocediert dat Gemeng. Dat heecht du hast der Maximum Monter an do gët wer all Mont normalerweise Montorreck, also all Trimester Montorreck retrocediert und Gemeng. Voilà, das ist die erste Konvention. Soll man die aufstimmen wie die erste? Ja, und dazu froh sein. Okay, merci. Merci Serge für die Explikationen. Ich komme direkt auf die Reduktion mensuelle raus. Ich meine, wenn ihr den Kontrakt schon gesehen habt, der lebt ja schon ein paar Monate, da müsst ihr an sich schon nicht den Konto leihen. Könnt ihr aus den Chiffren mal präsentieren, was dann von den 1550 an der Putzer quetscht, die im Moment aufgegangen sind? Respektive als no liefern, denke ich. Also da so, ob der Pass und der Testpass von mir nicht bezahlt, das ist de facto auch kein Rendement, also das ist mir gut nicht ausbezahlt. Sie können eben just so auf Basis von den Schätzungen, die Sie machen, per Utilisation von Autos, die high waren, was Sie auch bei einer Station gesehen haben, und Sie einen Graf geschätzt hat, das könnte bis zu 300 € den Monat ausmachen. Das ist aber eine Schätzung, das ist also nicht gerechnet, ob die reelle Monate, wie sie genutzt haben, wie dass Sie nicht retrocediert gesehen über die letzte Segment an der Testphase. Okay, merci. Aber wenn ihr guckt, wenn ihr Lot an die 6 Autos hält, da schwätzen wir aber von einem Budget pro Jahr von 56.000 €. Sie haben 1550 im Monat, ja, mal 12, mal 6, dann kannst du auf 56.000 €. Das ist aber ein strammer Monat, den wir da haben. Geht auch, wenn da eine Reduktion aufgeht. Ja. Aber ich meine, da muss ich aber dann gucken, wie wirklich der Success da weitergeht, ob es Sinn möchte. Also wir schwätzen halt just von 2 Autos. Ne? Also wir haben 6 Autos an der Testphase, 3 verschiedene Standorten, und wir machen eine Definitivkonvention, wo wir auch definitiv dann müssen bezahlen ab dem 1. Oktober, das für die 2 Autos innerhalb der Kirchplatz. Die anderen 3 Autos, die laufen dann weiter in der Testphase, da bezahlen wir nicht, da partizipieren wir auch nicht. An Recht dann am Januar machen wir eine neue Evaluation mit ihnen zusammen, für zu gucken, ob eine dritte oder eine vierte Station beimachen, also nicht eine zweite oder eine dritte Station beimachen, respektive ein dritte, vierte, fünfte Auto beimachen. Im Moment haben wir uns engagiert, für die dort 2 Autos innerhalb der Kirchplatz zu halten, und das sind dann
die 1500 Euro Ja. 12, also das ist schon ein Invest in da ich meine mir hun die Diskussion noch gehabt ich meine das ist ein Offer die man den Bürger bitte für vielleicht auf ein zweites Auto zu verzichten ich meine bei der nächsten Konvention gucken kommen wir darauf zurück dass wir auch wollen als Gemeng ob die Autos zurückgreifen an das am Anfang ein komplementär Offer zu einem Siribus den ist auch ein gewissen Invest aus für den also Bürger ein Offer zu bieten für auf ein zweiten Auto zu verzichten oder vielleicht auf ein nächsten Auto zu verzichten und dann eben für die punktuelle Besucher wo du hast eben ein Reflexauto zurückzugreifen und du durch dann und also nur als Strategie den Investor wollen zu machen. Ja, okay, merci für die Explikation. Ja, okay, Problem. Nur alte Strategie und ich meine noch mehr Welle helfen Leute am Anfang dahin zu bringen, dass man Männer Auto und dass man Männer Verkehr und das ist ja schon gesagt, dass um zweiten Auto verzichten. Das kannst du, wenn nicht gut Sinn möchte, dann haben wir ja da. Ich meine, das ist nicht, dass wir da probieren zu verpulvern. Wenn wir nicht, wir merken, dass es kein Ausspruch, wenn nicht an Blut geht und so weiter, dann ist das immer eine Decision, die wir dann noch werden wollen. Wenn wir wollen, ja die Leute encouragieren, und das ist eine politische Decision, und die kostet, die ist nicht zum Nulltarif, die kostet so, und das sind wir uns schon bewusst. Aber wir sind also auch bewusst, dass wir in Zukunft müssen noch als Finanzen immer mehr passen. Ich meine, das ist ein komplementär Offer für das Leute, dass man die Leute dazu kriegen, dass sie sich ein bisschen gewinnen. Das dann, ich meine, passt auch an Subsidien, die man für Velo gehen, das passt an Velos, die man bauen. Das ist einfach, da wo man mit der Gesellschaft hat, drüben, leider sind immer die Gemengen da, die echt, die auf dem Terrain schaffen. Mich später die Stadt dann denke ich, mit sind immer mit Gemengen, die da mal ein gutes Beispiel für gehen, dann so Lesungen anbieten. Ja, okay, ich meine, ja, an sich aus dem Dossier lohnt daraus zu sehen, dass effektiv schon 2 Autos noch fix sind, weil man an dafür fällt da dann aber ein Schiffer an Antennen und das war an sich als Remark zu dem Punkt. Merci. Okay. Suchst noch Fragen zu dem Punkt? Da gibt man über den mal aufstimmen. Sauber Jules? Ja. Tein Serge? Ja. Taisen Paul? Ja. Belsch Nico? Ja. Hartmann Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Vagerini Nora? Ja. Kaiser Andy? Mit der Prokuration vom Andy, ja. Joch, Nagel Anne-Marie? Ja. Nein, Conny? Ja. Merci vielmals. Und dann kommen wir zum zweiten Teil von dem Punkt. Und den zweiten Teil, der zweite Kontrakt, das ist der Kontrakt de Prestation de Carsharing, das ist am Anfang, dass wir hier Kontrakt mit CRL machen, dass Mitfrieden das natürlich all Bürger sind abgerufen für ein Abonnement, die wollen davon profitieren, Abonnement zu machen zu den Konditionen, die Flex dann anbieten. Und hier ist am Anfang ein Kontrakt, wo wir als Gemeng, als Employer mit CRL Mobility aufmachen, wo wir gesehen haben, dass wir eng löscht aufgehen von Leute, die auf der Administration oder an Atelier schaffen können aufgehen. Die muss natürlich einen valable Führerschein haben und Konditionen erfüllen, die sie viel gehen. Und da können die Leute, die auf der Lösch stehen, auch von der Flexauto profitieren. Das kostet alles auch am fixen Monat nicht. Und da gibt es auch einen Tarif präferenziell, den dann angeboten wird. Das heißt, du hast auch keinen Stundentarif, der fakturiert wird. Das am Anfang einen Monat, den ist aktuell bei 0,34 Euro pro Kilometer, den da fakturiert gehen. Voilà, an die Kontrakte mit dem Nord aufgeschlossen, das ist eben hauptsächlich in der Optik, dass wenn man ein Auto, in die wirklich punktuell gefahren sind, ich sage immer persönlich als Beispiel, das ist ein bisschen als ein Schäferrotsauto, den ist schon eben als ein älteren Auto und hat ganz wenig Kilometer, weil er just ganz punktuell genutzt wird, auch für in Zukunft einfach für die punktuell Tragien oder auch für Leute von Administration, also Administration ob ein Rendezvous beim Ministerium muss gehen und geht nicht mal im öffentlichen Transport, dass ihn dann auf so Flexauto zurückgreift und dass man dann da vielleicht auch können an der Zukunft denke ein Auto an einem Fuhrpark abspuren, dadurch dass man so ein Sharing-Offer zurückgreifen. Voilà, da ist eben, wie gesagt, keine fixe Monat, an dem man bezahlen muss, das ist eben just pro Utilisation, wo das fakturiert wird. Und dafür hat man dann eben noch da kleine Monat von 1.000 Euro und zusätzlich am Budget viel gesehen, dass das eventuell kosten. Und dann zu dem Punkt, wo Serge von Schrift. Ja gut, das ist eine Sache diskutiert, aber Gemenge vier, wenn ich dann gucke, die haben alle guten GPSen. Und die weisen darauf zurück, sind Autos, die nicht weiter gefahren gehen. Aber anhand von den GPS kann ich auch sehen, wie die Auslastung ist von diesen Autos. Und das gibt uns vielleicht auch helfen, für zu verstehen, wo die Besucher hier können, für den dort Kontrakt zu schreiben. Weil, wie oft war es dann überhaupt bis schon, dass kein Gefühl da war, von einem, der gebraucht wird. Gut. Das für Drogen gesagt Schafrots Auto, den hat nicht viel Kilometer, okay.
Das macht vielleicht Sinn. Vielleicht hört ein Lo vielleicht man Kilometer und das vielleicht lo man Kilometer gefunden. Ich kann aber Stunde erinnern, die Legislaturperiode hier drin, du hast ihn aber gefunden und du hast ihn wirklich benutzt gehen. Gut, aber für uns ist dann noch ein froh, wie muss eine Definition vom Conducteur protégé dann lo verstehen? Gilt das für jede von der Administration oder just verschiedene Leute? Ja. Schlussendlich nach einer Sache, an sich, das ist die Interessanz bei dem Ganzen. Gemeng setzt sich auf Elektromobilität. Für ihn Abschluss wird dieser Kontrakt dann nur überhaupt auf den Klimapakt an seinen Punkten. Weil durch diesen Kontrakt benutzt Gemeng ja Verbrennerautos und plus nach Diesel. Ich meine, das muss ich sich aber mal auf der Zunge zu gehen lassen. Also, ich meine, prinzipiell alle Auto, die Mann gefolgt, das schon immer ein gut Klimanutz, weil ich meine, wir gehen auch nicht extra drin für Mann, also wir probieren immer so viel wie möglich mit einem Auto zu fahren, wenn wir wegen Rendezvous gehen. Voilà, also dafür fand ich nie falsch, wenn ein Auto Mann gefolgt, weil der das immer, sogar wenn elektrisch gefolgt, noch besser wie wann gefolgt. Voilà, hier ist ein Offer, wie gesagt, wir haben ein Lösch von Leuten abgestellt, die an der Administration können nach froh kommen für so ein Auto, und die gehen dann eben auf die Lösch geschrieben, die von ihnen gefordert wird, die müssen dann einen Führerschein fehlerweisen und so weiter fort, und dann ja fließt kümmert sich darum. Das also nicht, dass mir die am Atelier das weil das fort für ein Auto ersetzen, das ist wirklich für die punktuell Fahrte, wo haut nicht denken, also das auch nicht, dass ich ein Auto nicht da wäre, mit das einfach just werden, wie gesagt, an Zukunft vielleicht eventuell echt ein Auto Mann zu holen, wo man die dort noch wollen zurückgreifen. Voilà, der Punkt, dass es haut thermische Autos sind, das ist korrekt. Das ist aber einfach dadurch bedingt, dass man haut die Autos innerhalb der Kirche Platz stehen haben. Ich meine, die wissen alle gut, dass das Projekt ist für eine Dörfkehr zu schaffen. Wir sind aber am Gespräch, was dann von Arbeiten zu machen, für die Bornen zu installieren, für auch elektrische Autos zu kriegen. Da tun wir haut nicht fertig, dafür haben wir haut die Kontrakte unterschrieben mit thermischen Autos. Das ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir in nächster Zukunft, wenn wir weiter gesehen, wenn wir die Autos können positionieren, dass wir da auch Elektroautos umklammern mit das erfordert natürlich einen Invest von unserer Seite, den wir so am Kontrakt vorgesehen haben, dass wir müssen nicht investieren, für die Bornen zu installieren, und dafür sind wir heute noch nicht. Mit auf jeden Fall flott, wenn wir so ein Tableau kriegen von der Auslastung. Ich meine, das ist ja einfach für den abzustellen. Prinzipiell, wir sind nicht ein Kontrollstaat, ich weiß nicht, ob wir so Tableau haben, wir kontrollieren nicht all das. Das richtigste System gibt es, dann als ein Auto installiert sind, dass wir können lokalisieren, wo das Auto drin sind. Ich meine, das wird auch echt ein Notfallraison, das nicht für als Madabstadt zu kontrollieren oder nicht als Auto zu kontrollieren, wie wohin er fährt, für Affären, wir im Englischen, weil ich weiß, kein all diese Statistik, wo ein Auto drin ist, wie viele Kilometer gefahren ist. Ich meine, Daniel Fließ möchte bei seinen Indikatoren, wie der Radio sieht, immer eine Ablöstung, wie viel als Auto gefahren gehen. Prinzipiell so immer, dass am besten ein Auto, das nicht produziert muss gehen, ein Kamion, das nicht produziert gehen, ein Auto, das man können scheren oder ein Kabinett, das man können scheren, als immer mehr nachhaltig wie alles, was man in Fuhrparkstunden holen wird, aber, und das wird all Umweltetude auch ein Auto steht oder ein Kabinett steht, x-fachst von der Zeit, wo ein Fiat steht, der nächste Woche drin zu stehen. Ich meine, geht euch so just darum, wir können feststellen, ob wirklich der Besoin da ist, für den Kontrakt zu machen. Das interessiert euch nicht, wo die Leute hier vor weiter rum. Ich meine, das sind Sachen um Datenschutz, ganz klar, die Geschichten. Aber es geht euch darum, für anhand von einer Auslastung können festzulegen, ob die überhaupt motivant ist, ob die überhaupt interessant ist, für den Kontrakt anzugehen. Weil dann haben wir immer einen Kontrakt, und ich meine, ein Kontrakt ist unfrei gebunden für die Gemeinde. Und das nee. Ich meine, geht euch darum, für eben die Auslastung können zu sehen. Ich denke, also der Kontrakt hat kein Kosten für die Gemeinde. Also wir bezahlen just das, was wir nutzen. Ne? Wenn wir da ein Jahr lang kein Auto brauchen, wenn wir mit unserem Fuhrpark eins gehen, wenn wir gut mit unserem Elektroauto fahren, wenn wir unseren Fuhrpark so ausnutzen, wie wir heute ausnutzen, dann haben wir im Moment vom Jahr kein Frank ausgehen, dann ist der Teil einfach ein Gadget, wo ich mal gesagt das wäre also nice to have, wo ich nicht ein Problem gesehen. Ja, auch von Gemengen nicht kosten. Das ja aber Relation mit verschiedenen anderen Punkten an. Ich meine, wenn du wirklich der Besoin da hast, für den Kontrakt zu machen, da sind wir da ganz d'accord. Aber wie gesagt, wir flott, wenn wir die Pièce kriegen.
Ich meine, das Schuld schon gesagt, mir schwätze immer über die Jahreskilometerleistung von dem Auto. Und du gesagt, ja gut, ich meine, als ein Igor, den hat 20.000 Kilometer, wie er lasse, 6 Jahre oder so weiter. Ne? Du gesagt, ja, was mit dem Auto gefahren wird. Ne? Da brauchen wir noch nicht ein Detail, was all da gefahren wird. Was natürlich immer raus, ich meine, wir haben einen gewissen Purpark. An heuer eng Lesung fir den net ze vergréisere, mé gin immer méi Leiit. A wann ein Auto gebraucht gët, dann ass net den Auto braucht, da sind immer gleichzeitig 2. Dann ass natürlich auch dem Auto ja lo hunnech awer kein Auto, ne wat nicht an lo. An so hummer eng Lesung, oni dats man mussten also Fuhrpark vergréiseren, an so go Eichter, dats man de Weg gin, dats de Fuhrpark verklengert gëtt. A wann man net mat den Auto fuhren, der kann doch nicht méi. Wann man mat der mat fuhr, immer méi bëllech, wie nach ein Auto zu kaufen, 50.000 €, an den dann nachher an Haft zu stellen, fir wann dann mal heinst du een Dingschlegent vu muss fuhren, ob dat lo Chef oder so se. Natürlich auch die Auto die all herausfuhren als Agent municipal, defir natürlich all als Conciergerie, die fuhren noch méi, méi du hast die anderen Auto die nëmme punktuell gebraucht, gefir mal Bechantier zu fuhren, fir mal he zu fuhren oder de Schafferrot. Bei den obisch Gemenge eng Reunion zu fuhren, an do wollen wir einfach net op de Weg goen Pool vergréiseren, méi op eng alter Alternativ an Joreskilometerlicht, und das gut Problem. Ich mein, déi Gesiderer wat no den Kontrakter no effektiv kascht, dat gesi och, dat Geodepensen am Budget. Können an andere Faktor dabei, dass ich sage, was geschieht dann zum Beispiel von den Flexelo für die Bierger Success hat und sie kein Auto mit do. Und da muss aber stündlich von den Beamten raus, ob eine Aktion. Dann hatten sie ein Privatauto und dann bezielt gemein Kilometergeld. Ich meine, dann ist auch nicht gewonnen. Ich meine, das ist richtig. Wir können noch den Auto nicht mehr holen, da haben wir keine Priorität. Wenn es eine reserviert ist, aber wenn dann für uns disponibel ist, wenn eine Urgenz ist, dann geht das natürlich nicht. Da sind wir uns bewusst, da muss man auch Erfahrungswerte sammeln, und da sehen wir, wie das geht oder auch nicht geht. Ich meine, heute mal wirklich wird gemeint, gut kein Engagement, gut kein Risiko, wir wollen den Bürger dazu so zur Verfügung stellen. Und supplementär dazu haben wir dann die Möglichkeit, als Mitarbeiter von der Gemeinde dann auch auf die Opfer zurückzugreifen, und dann wir da vielleicht wir wiederholen als Lodauern, mit dummer da vielleicht an als nächsten Fuhrpark nicht mehr zu benutzen, und nicht nach einem zusätzlichen Besoin müssen zufriedenstellen. Das ist die Idee. Wir haben gesehen, dass man Erfahrungswerte an, wie gesagt, wir müssen noch also eine gewisse Disziplin winnen, muss noch reservieren, sonst wirst du keinen und du kannst nicht fahren. Voilà, ich meine, da hätten wir aber zu dem Punkt dann alles gesagt, sie sonst nach einer vielleicht freuen. Da könnte man auch über den Punkt aufstimmen, wenn ich Cliff Zauber Jules. Ja. Heinz Serge. Ja. Dreisen Paul. Ja. Mensch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Von Jeremy Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Prokration vom Andy, ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Anna Iconi. Ja. Merci. Dann kommen wir zu meinem lichten Punkt, wie ich mal sagen. Das sind Remplacementen an den Kommissionen. Da haben wir als erster Punkt die Kommissionen, wo die TP da Leute ersetzt. Das ist die Schulkommission, wo Madame Veronique Rach durch den Herrn Kaiser ersetzt wird. Pardon. Und dann haben wir die Kommission du Sport et des Loisirs, wo Madame Coninay ersetzt wird durch den Pascal Breich. Und dann haben wir die Kommission de l'Environnement et du Développement durable, wo den Sam LC durch den Tom LC ersetzt wird. Ich bin dazu freuen. Da könnt mir den Punkt aufstimmen, wenn ich Gift. Zauber Jules. Ja. Heinz Serge. Ja. Dreisen Paul. Ja. Mensch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Jenny Nora. Ja. Kaiser Andy. Der Prokration vom Andy, ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Anna Iconi. Ja. Dann, durch das Andy auch nicht mehr am Schäferruders, muss man einen Delegé beim Schütter Jugendhaus nennen, das ist dann die Person, die ihre Plattform hat, geht dann für das Jugendhaus auch direkte Kontakt, das was man etwas Urgentes oder so weiter haben. Und da ging man dann proposieren, für den Andy Kaiser dann durch Coninay zu remplacieren. Kein Frohen, da könnte man auch über den Punkt aufstimmen. Sauber Jules. Ja. Heinz Serge. Ja. Dreisen Paul. Ja. Mensch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Jeremy Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Prokration vom Andy, ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Ja. Anna Iconi. Ja. Voilà, und dann haben wir die Kommission du Vivre Ensemble,
wo mat Läschke der Leiter genannt hun, wo der wo de Komité de Pilotage de Komité de Pilotage hat mir décidéiert, dats man den ze Summe setze vun 2 Leiit aus der Vereiner. Die Plätze sind noch besat, da hat man ein rausgeschrieben, ob net anderer do interesseiert werden, du het käesig gemeldet. Dann sind 2 Personen aus der Kommission du Vivre Ensemble, die do mat schaffen, an du hast so, dass jo Lilian als verlos huet, an dann Till seg de Mission gin huet, an do sind noch 2 Damen aus der Kommission, die sich do beredet erklärt hätte fir die Posten zu besetzen, dat enke Madame Cynthia Krombe, die as ganz neu an der Kommission die motorisch, also ich zumindest so richtig kennengeleiert, an dann Madame Anna Schewtschenko, dat das schon bisschen mehr bekannt hat, so an einer Kommission dran. Und dann hat man auch noch nie den Koordinateur formell dra genannt, an als Koordinatrice gibt man dann Viviana Hicks gerne nennen, wat am Kader dann von unserer Konvention mit der ASTI als am Pakt vom Vivre Ensemble dann do unterstützt. Auch noch schon gute Gefangene mat schaffen, wat schon op vielen Event auch war. Ich mein, die mich schon kennengeleiert, sich wirklich interessiert für die Eventer, die man in der Gemeinde machen. Auch schon an der Kommission mit verschiedenen Membern dort Kontakt abgeholt hat. Dann los eng Erbesto weiterfeiert und dann löser auch an die Rolle do werden rawussen. Für dann auch die Koordination zu machen und uns zu helfen, dann auch die Objektive vom Pakt du Vivre Ensemble dann zu erreichen. Ich bin froh. Da könnt man über den Punkt direkt aufstimmen, ist aber Jules. Ja. Heinz Hersch. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Hersch. Ja. Jeremy Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Progression vom Andy, ja. Joch, Nagland Marie. Ja. Anna Conny. Ja. Merci vielmals. Und dann sind wir beim ersten Punkt, die Konversion für uns Schwammstunden. Und du gibst Conny als das präsentieren. Merci. Bei diesem Punkt geht es um die Konvention für die Prestation von der Schwammstunden mit der Madame Zimmer Annik für das Schuljahr 2025-26. Das festgehalten gehen, dass Madame Zimmer die Schwammkuren für die Cycle 2 und 3 von unserer Grundschule organisiert. Für die Cycle 2 wird das am Ende von 9 bis 12 zu 3 Uhr, und für die Cycle 3 wäre es Freitags von 2 bis 4 an der Kock. Die Modernisation für das Schuljahr bleibt unverändert bei 60 € die Stunde, und hier sind Friede Rutte schon am Preismodell begriffen. Sie gehen du froh. Wenn nicht, dann können wir über den Punkt aufstimmen. Von Schlift Zauber Jules. Ja. Heinz Hersch. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Hersch. Ja. Jeremy Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Progression vom Andy, ja. Joch, Nagland Marie. Ja. Anna Conny. Ja. Merci. Dann haben wir noch verschiedene Verkehrsreglementer. Du hast mal eigentlich das erste Punkt 1. An der Rue de la Montagne, da war es so, dass ein Bierger, der noch immer spazieren geht, da reklamiert wird, das Auto gingen da nicht reglementär parken. Du hast die Sache geguckt, und du hast so, dass du zwar verschiedene Plätze pavé hast, dann hast du auf dem gleichen Niveau wie die Straße. Das ist schwer zu sagen, ob es Trottoir ist oder nicht. Wenn es Trottoir wäre, dann hätte man können du verbalisieren. Wenn es kein Trottoir ist, sind wir da nicht reglementär. Für reglementär zu sein, haben wir natürlich mal aus dem Büro Schreider geguckt, wie können wir die Situation eindeutig machen. Entre-temps hat der Bürger immer weiter reklamiert, man ihm dann auch erklärt, das ist nicht sehr genug gegangen, da man reparieren hat, wir sind dann so weit, dass wir gingen der selbe machen wie am Kiesteweg. Ich meine, das bewährt sich immer auf Plätze, wo also Situationen diskutabel sind oder Probleme sind. An der Nummer dat dieselbe Approche geholt wie die letzte am Kiesteweg auch, das ist mir für die Primarcash gemacht, für das Leute können, wenn sie d'Allianz noch bei zurückkommen, und dann wird geguckt, ob man das können passen. Das war hier noch länger Platz der Fall, und das haben wir noch angepasst. Und die Idee ist dann eben für Fixplätze anzuzeichnen, ob denen ihn dann kann halten. Da gehen natürlich all die Konsiderationen mal geholt, die dann wichtig sind. Da dürfen Ausfahrten nicht blockiert gehen. Da müssen 10 Meter bleiben, wenn Spurwechsel für doch Bussen und Maschinen und noch alles, was
wat et gëtt och durchkënnen. Ich mein, du ginnt genau fix Regel, wie dat muss agezeschen sinn. Wir hatten an der Reglementein ausser dem Problem, dats der Leiit so du gëtt net rich gepackt, hat man weiter kein Problem, hat gëtt net do gerant, op jeden Fall net das Leute ginge reklaméiert und nie reklaméiert. De Showbus war auch noch nie blockéiert. Bon, wann den Lo dat mëcht, dann sind den do en Garantie oder eng Handhab, wann enke en falsch ging stoe, fir dann noch können Apps zu machen. An dafür ging man proposieren, dat dann noch an der Reglementein machen. Ich meine, wie vun der Verkehrskommission war net so positiv, du war nach dem Gange, mir dat war eng Sache von Upassung. Wann dann auch den Pomches kam ja mis op dat genug Platz hast, du hummer dann dat ein paar Zentimeter gegangen, du hast dat verreckelt gin, so dass auch du immer den Ekar garantiiert, dass an ich menge war der an enger Stroß gut as an Rolle für Problem zu lesen, wat soll dat net gut sinn an dafür no dems man dat wie gesot lo rëmmer der Approch gemerk hun fir d Premarkage gelauscht, dat wat Leute zu soen ging man dann lo den definitive Markage machen an de fir Reglement an stimmt dat dauert schon eng Zeit bis man dat der Stadt an rëmkräen dats der probiert, also so lang können man dann noch net intervenieren méi dann hummer dat alt och schon Instanze weh ginnt du zu froet Pol. Froh am Premarkage Leiit sinn alle an der Stroos informiert gin. Ja der hat den Zetland aus genau wie man am Kichteweg gemet hunn war der beswer so se schmellen an. Die si lo bis hin op Kreizen gefu. net ganz rund die Montagne an dem not gemer. Hast du schon? Ja, das ist schon zu unterwegs. Ja. Okay, ja, und Trudi Jardin, an dem Kontext sein, dass alles können mat analysieren, vielleicht macht man. Bis immer recht darauf reagiert, wenn irgendwo einen reklamiert wird. Wenn an einer Straße kein Problem hast, muss man die Leute nicht imposieren. Das gibt immer Änderungen. Da gibt immer die Diskussion, den hat ein Autogeber aus seinem Haus, den anderen will das just nicht. Und so fort und so weiter. Das hat man auch am Kichteweg und noch Windjetfräsestunden, da geht besser. Also wenn nicht wirklich ein Böse da ist, wo ein Kiel sieht, das geht bei mir gut nicht oder das ist immer blockiert, wo man da in der Schule nicht gemerkt. Wir waren an der Rue de Jardin auch ein Problem hast, dann ist das für mich auch eine gute Lösung, für das auch dort zu machen. Ne? Am Anfang haben wir immer recht reagiert, wenn irgendwo gesagt wird, ich glaube, das ist nicht. Okay, merci. Sonst noch Fragen? Kein Frohen, da könnte man über das Reglement aufstimmen. Sauber Jules? Ja. Tein Serge? Ja. Tyson Paul? Ja. Welch Nico? Ja. Hartmann Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Fogerini Nora? Ja. Kaiser Andy? Hat der Progression vom Andy, ja. Joch? Nagel Anne-Marie? Ja. Anna Conny? Ja. Merci. Und das nächste geht es um das Chantier von der Post bei der Abdikt. Da ist es so. Dann kann ich die Informationen noch weitergehen. Das Postlo, die habe ich auf der Seite von der Abdikt. Was ja ein schweres Chantier ist auf der Platz vom Verkehr. Wir packen mal so ein bisschen was nach alles Ried gegangen. Wir sind so gut wie fertig. Sie müssen das Woche, spätestens nächste Woche fertig gehen. Was da fertig sind, geht auch der Neuessen nur geschlossen, sodass so Neuessen dann noch bis Ende des Jahres da können ein weiter Fieberoffer frohen. An Logis an der Herstand op die einer Seite schaffen, dann hast natürlich do de Chantier mat Luchten geregelt. Da sind dann noch nach verschiedenen Erbeschen zu machen, zwischen dem Haus 37 an enger Sicht wieder konnte am Reglement lesen. Sind frohen dazu, kein frohen. Dann gibt es auch durchüberrascht, wann es gibt Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Tyson Paul? Ja. Welch Nico? Ja. Hartmann Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Fogerini Nora? Ja. Kaiser Andy? Serge? Hat der Progression vom Andy, ja. Joch? Nagel Anne-Marie? Ja. Anna Conny? Ja. Merci. Ah, das ist problematisch, immer so hin und jetzt switchen. Ja. Voilà, und dann hat mir ich gefragt, für nach können den Punkt auf den Nord du Jour beizusetzen, wo wir darüber geschwatzt haben schon, da das dann eben für die Parkplätze zu reservieren für die Flex. Sonst können noch andere Leute stehen stellen, ne? Da steht ein Auto immer legal wo. Dafür ist das eben wichtig. Die sind noch nicht markiert. Das ist just, dass die eben nicht halten dürfen, dass für die Flex reserviert. Das ist nicht wie halb der Platz. Flex markiert, den ist dann nicht so, weil es Testphase ist. Aber wir gingen dezidieren, dass das dann definitiv ein Platz gibt, da könnte markiert dann no. Also just für eben das alte Verbot für die anderen Verkehrsteilnehmer.
Gehen dazu frohen. Nee, da kann man auch darüber aufstimmen. Sauber Jules. Ja. Trein Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Und der Progression vom Ende, ja. Joch. Naglan Marie. Ja. Anna Conny. Ja. Merci. Da wären wir beim 10. Punkt. Konzessionen vom Kirfisch. Und das ist ein Punkt für Conny. Merci. Hier geht es um einen Konzessionskontrakt für die Approbation zu kriegen für ein Kas am Kolumbarium hier im Kirfisch zu Schötter und das auf 30 Jahre ab dem 14. August 2025. Ja, denk froh. Also wir probieren ja immer die Konzessionen bei ihnen zu sammeln, aber bon, wenn so ein aus der Reihe können, dann sie Leute an tun, dann ist das aber gut, wenn wir es mal tun. Ne? Da gehen wir die aufstimmen, wenn ich gebe, aber Jules. Ja. Trein Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Mit der Progression vom Ende, ja. Joch. Naglan Marie. Ja. Anna Conny. Ja. Merci. Question écrite, dann hatten wir keinen Krit, geht nicht einer frohen. Serge von Schlift. Muss man aufschreiben. Sind an sich 2-3 Sachen. Aber gut, ich meine, der müsste auch gut wissen, für einen kurzen war ein größer Strompan beim Éclairage Public an der Hauptstraße zu Schöttern noch an der Kernischer Straße. Was war die Ursache davon? Auf wie weit das keiner wie und Schötter leider rausgegangen, muss ich mich einfach fragen. Okay, Éclairage Public als pro Chaussee, aber sicher ist tatsächlich ein bisschen schlimm war, dass das absolut kein Fußgängerübergang, die sind mal nicht provisorisch belegt gehen. Ich meine, die Panne, als ein paar Mal 4 kommt, war eigentlich, dass ich schon eine Sache von 2D waren und du war manchmal aber en continu, aber über die Woche, wo der Jus fort war bei der Belichtung. Und ich meine, wir wissen ja alle gut, wie gefährlich das die Hauptstraße sowieso ist. Und für die Fußgängerübergänge da nicht zu belichten, das war, ich meine, du gehen einfach die Konen mit den Chantiersluchten, hätte ich können ganz billig, ganz einfach, schnell reagieren, für die zu markieren. Gut, das muss einfach sagen. Und das ist für Druck gesagt gehen vom Chantier von der Post, das ist ein bisschen so reibungslos rübergegangen, das kann ich nicht so, weil der Congé-Kollektiv, der war auch einmal rüber, Straßen habe ich den fein genommen, aber kein weiß Bescheid davon. Für was so nicht das einfach so? Weil der Entrepreneur auf der Höchst von der Busareen bei der Optik mit Schaffen angefangen hat am Congé. Und zu dem Zeitpunkt waren die Busareen, die sind einfach noch immer bevorgehen. Die sind nicht gespart gehen und nicht deplaciert gehen. Und die können sich schon vorstellen, ich meine, es war eine Sache von 1-2D, können ja schon vorstellen, wie flott das auf der Kreuzung war. Trotzdem, dass ein Entrepreneur mit den Luten den Verkehr probiert hat zu steuern. Mit Bussen, die wussten nicht, wo sie sollten stehen bleiben. Die sind einfach am Chantier stehen geblieben, dann ist es drin, also bin ich nicht mehr gegangen. Die eine Krute grün, die andere Krute rot und der Bus stand da. Dafür, ich meine, das ist eine Sache, die wirklich extrem schlimm war, fand ich mal. Wenn ein Lo bedenkt, dass irgendwann der Chantier von der 30er Zone zum Minzbüschel aufhängen, da brauche ich nicht viel Fantasie zu, für sich dort zu vorstellen, wie das Kind da ausgesehen. Dafür, ich meine, du hast ein bisschen Sput nach oben für vielleicht eine bessere Koordination von den Chantien zu kriegen. Ne? Dann ist das, was wir alle gut immer im Alter auch gesehen, das sind die permanenten die Privatchantien, wo die Entrepreneur mit den Kamion auch dann auf den Hauptstraßen, auf unsere Hauptstraße kosten, wo dann noch der Verkehr nicht fließt. Und dann eine kleine Sache, an der Kernischer Straße als ein Revisionsdeckel vom CIDES, den rabbelt ziemlich, du müsst vielleicht ein bisschen noch geguckt gehen. So. Und das war dann sicher schon viel Haut von mir. Merci. Bon, merci auch für den Maderbecht. Bon, ihr könnt natürlich auch alle immer Report machen, ne? Wenn den Deckel hört vom CIDES, den
den Dingen dann da können wir dat weitergehen. Wat lo mat der Strompan nun also normalerweise ist es ja so, dass wann so eng Strompan ass, dann Leiit können noch direkt bei der Kreostat melden oder bei der Point Chaussee. Sie sind auch dafür zuständig, wir können doch nicht direkt intervenieren. Wir machen das so gut wie möglich, dass die Pannen, oft haben wir dann noch keine Retour, wie lange das, die Pannen dauern. Wir gucken an der Zukunft, wann so Pannen sind. Da sind vielleicht auch, was Zebrastreifen angeht, das mehr am Erbe hält. Das war wieso nicht der Fall. Wir hatten noch Lohn am Mensch kein so ein Pan, der weiß, wohin so hat müssen intervenieren. Menschen sonst ja nehmen eng oder die einer Lut, die da nicht geht und so weiter. Aber das war ein neuer Moment. Und hört auch außergewöhnlich lang gedauert. Schon eine lokale Tour, was da wirklich ein technisches Problem war. Ne? Wo man auch nicht gefroht, wie das Gemeng nicht dafür zuständig ist. Ich kann euch auch nicht immer um alles kümmern. Ne? Ich meine, wir haben schon viel zu machen. Die Leute mengen aber immer das Gemeng wie für alles zuständig. Sie sind nicht für alles zuständig. Ne? Ich meine, Éclairage Public, also Éclairage Public, das ist so ein neuer Moment, wo ich sich muss überlegen, wie ich dann vielleicht in Zukunft dann darüber kann reagieren. Schön Remark mal da mit meiner Gedanke, wie man das in Zukunft ernst können machen. Bon, was Post du geht, ich meine, das ist eine kleine Chance, die punktuell do funktioniert. Da ist immer ein Problem, immer, warum das als ein Agent municipal nicht da war, 14 Tage, der geht aber auch immer die Sachen da gucken, reagiert oder darüber, wann so Probleme sind. Das war dann die letzte Woche nicht der Fall. Wenn wir natürlich heute prinzipal machen, ich meine, du hast ja ernst, das ist eine kohärente Chantier für die ganze Straße, du wirst auch ein Sicherheitsbüro mit an dem Chantier sehen, ich meine, du hast ja auch, wenn es der Schule die ganz eine Aufforderung, und du hast ja auch gesperrt komplett für den Verkehr, das ist just Anrainer an den Bus, den durchfährt, das gibt auch keine einfache Situation, kann aber mehr koordiniert geregelt gehen, wie das hier, wo die dann just am Trottoir schaffen, aber auch nicht, können immer alles zu machen. Ich bin d'accord, dass das so schwierig und heinz so unübersichtlich, dass aber nur Menges Wissens auch nicht geschieht. Und so geht es darum geschwind besser, weil sie da fertig sind. Und ihr wenigstens sind die Arbeitsstelle dann aufgeschlossen. Da sind wir froh, dass den Glasfaser gelöst ist. Und da werden wir für eine Zeit mal ruhig. Ja. Ich will auch just bemerken, der Chefrot hat doch eine gewisse Responsabilität bei den ganzen Chantiers, ne? Bei den ganzen Arbeiten. Und ich meine, soll in den Stoff vielleicht nicht so einfach rausreden. Ne? Ja, ich meine nicht, dass wir so rausreden, aber ich meine, wenn wir nicht für die Leute zuständig sind, dann sind wir nicht für die Leute zuständig. Und dann gehen wir das führen und dann hängt es von dem Betrieb auf, wie sie reagieren, wie sie das schaffen, wie die Kommunikation du hast. Ja, da können wir ein bisschen reklamieren, da tun wir auf Berner Platz mal auch immer machen. Aber wenn dann aber die Information nicht könnt, dann, also war das nicht mehr so, dass wir können da nicht selber direkt aktiv drauf arbeiten. Wir sind da abhängig von anderen. Das ist einfach so. Und mit der Situation muss man leben. Ich meine, wir machen das permanent, die wollen intervenieren. Als geschehen aber auch Fehler, da muss ja noch zugehen. Irgendwo können wir keine Informationen vergessen. Wir hatten noch wo Rabischen und der Breck zu straßig sind, wo sie gefroht haben, dass man so die Straße komplett sperren. Ne? Das ist dann als Straßenbauverwaltung, die rufen heißt dann 3 Tage für drinnen, wenn sie so mit mir die Arbischen gerne, dann diskutieren wir, also wir wollen das nicht an. Ich meine, das, du weißt ja selber, du warst ja am Schafferrot, lebt das nicht immer so alles, so wie wir das wünschen, aber wir sind nicht Chef über alles, aber wir nicht über alles zu bestimmen. Wenn der Sicherheit von den Leuten ist, dann machen wir das, was nicht ist, davon ich auch gesagt, wir wollen das mal dann überlegen wir darüber, wie wir dann vielleicht auf dem Zebrastreifen etwas können machen, wann so ein Pan wie die do ist, wo den Éclairage Public komplett ausfällt, und da die wir die Poetisch probieren wir da dann noch eine Lesung zu schaffen. Dann muss man noch bedenken, wenn das dann nur um 10 Uhr ist, dann müssen neue Leute am Schaffen kommen, dann müssen die Sachen abgerichtet gehen. Ich meine, da ist so ganz Rattenschwanz an drin. Es geht ja nicht einfach, wir so mehr machen, dann müssen wir dann Prozedur gehen. Das wird Cash verloren, muss das nötige Material muss gekauft gehen und so weiter und so fort, muss konform sein. Ja, auch wir können nicht als Gemeinde auf der Straße einfach mal ein Lot hinstellen und dann, wenn das dann nicht konform ist, dann gehen dort Probleme. Und wir holen erst eine Evaluierung da und wir gucken, was wir können machen. Ja, okay. Ich meine, die Gemeinde wird ja auch mal eine Permanenz für das und dann hat ein paar Chaussee doch eine Permanenz, mit müssen aber Leute die kontaktieren.
an das Ja, das ist auch allem geschieht. dat, an Das ist auch das geschieht. das auch die Sache ich meine du hast ja gesagt geht um Sicherheit von unseren Anwohnern. Das ist nicht nur beim Éclairage-Public von denen ausfällt, egal wo, geht schon nicht nur länger um den Stoßverkehr. Mit geht auch, wir wissen alle gut, wie hier längst jetzt angebracht wird. Ich meine, das ist auch für allem das. Man muss denen Borsten nicht unbedingt nach einem Fehler gehen, dass Freispiel haben. Ich meine, dass wir ja nicht gefroht und das Luten ausgeschaltet genau über einen technischen Plan. Das sind Sachen, die kommen für. Du hast festgestellt, dass es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, das zu verbessern. Darunter schaffen wir lo, dass wir da eine Lösung finden. Ich meine, gelebt, du hast kein gefroht, schaltet mal eine Woche lang Luten aus. Also das war es sicher nicht. Gut, Februar, März, nein, du hast kein Behalt, mit klingt aber so. Ja, Anne-Marie, wenn es gibt. Ja, ich hatte auch noch eine Frage. Anscheinend sind Overs an der Nacht zumindest beschrieben meistens zwei Autos in der Weg, die viel zu sehr um den Rundweg fahren und dann mit viel Kamedi und dann Vollgas Richtung Niederhanven. Da muss man sich doch ein bisschen sorgen, dass mal etwas geschehen und dann sie gehen noch ein so wackelig an der Nacht wenigstens dem Kamedi. Weißt du gemeint du Bescheid oder als das? Also ich komme ja immer so Sachen dann rum. Weil ich die Leute dann immer so und das sollen auch, wenn es mal vielleicht Nummernschild abschreiben. Ne? Wenn wir eine Nummerplaque haben, dann können wir der Polizei dazu und die machen dann noch eine Kontrolle. Wir kriegen auch keine Polizei 24 Stunden auf 24 an der Rampenstoff, jetzt gucken, wenn wir da sehen können. Wir haben auch Wirtschaftskontrollen immer gefragt, die gehen noch gemeldet an der Rue du Château, weil die Leute reklamiert und wenn die Leute reklamiert, reagieren wir darauf, machen wir einen Aufruf. Ich muss auch mehr präzise Informationen und das all darum, wie sage ich Zeit, das kann ich noch ein so kommen, um 22 Uhr zeigen, den Rampen kontrollieren. Ne? Wir haben eine Nummerplaque, das wäre... Ja, das ist an der Nacht, also wird Leute gehen wackelig, weil wenn es um Kamedi, also, ja. Oder ein Modell von Auto, ich weiß nicht, irgendetwas, irgendein Anhaltspunkt. Ja. Wenn immer um dieselbe Dauerzeit, das ist doch schon ein wichtiger Indiz. Sonst noch Fragen? Kein Froh mehr, das Publikum vielleicht. Auch kein Froh. Ja, dann so eine große Merci für Herr Maderböcht und dann sehen wir uns an einem Monat rum. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Auch Michael, merci an der Technik. Und merci da draußen, dass ihr da noch geguckt habt oder ihr als Sitzung dann mich später auch guckt. Schönen Abend an Eddie.